Leck, irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danken, dass du jetzt so gefallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut! Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal heim. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifel auf da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, es ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme. Machst still dein Bandscheiben. Ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Loch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ich schau grad, hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er ja irgendeine Störung, hat er ja irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema, durch den Helm, da siehst du keinen Meter durch, das so gegen Kiwius ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht, so blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, würde ich mal? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust.
Ah, das Mikro sollte man halt vielleicht schon einschalten, gell? So, jetzt aber. Guten Morgen. Habidere. Mike, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe eine Woche nicht gestreamt. Hallo, da kommt man schon mal aus der Übung. Es ist über eine Woche sogar her. Hallo, es sind 8 Tage. Ja gut, 8 Tage warten sie erst um 5 Uhr oder um 6 Uhr. Aber es ist so wurscht. Aber auf alle Fälle habe ich schon eine Zeit lang nicht mehr gestreamt. Dabatz 1 Flauschelaff, Dabatz 1 Flauschelaff, Dabatz Flauschelaff. 1 Flauschelaff auf die nächsten Post 1 Jahre, Dabatz 1 Ich am Flauschelaff, Arsch. Dabatz 1 Flauschelaff, Dabatz 1 Flauschelaff, Dabatz 1 Flauschelaff. Dass der dann jetzt blöd wird, das vorzulesen. Ja, sie, danke dir für deinen Resub im 23. Monat. Holy shit, du bist schon fast ein Jahr da. Fast 2 Jahre. 2 Jahre. Fast 2 Jahre kennen wir uns mir jetzt eigentlich schon. Oder eigentlich schon länger, glaube ich. Aber holy shit, wie schnell vergeht denn die Zeit, bitte? Das ist ja... Jetzt ist sie! Ruhe ist jetzt. 闇がよく見 Daher える gut zu Fuß. Dabatz 1 geschubst, Saichi 1 Popo. Der Saichi... der Saichi 1 Popo, ja, der hat's da... der hat's da auch da, gell? Ja, sie vielen lieben Dank nochmal für deinen Resub im 23. Monat. Und gut zu Fuß, merci dir für deinen Resub im 29. Monat. Ich hab bald einen Dreier davor. Also ich hab ihn schon davor, aber, ne, das ist eine andere Sache. Gut zu Fuß, merci dir. Eng 2 weiterhin willkommen in der Barzikling. Schön, dass so lange dabei hat schon. Wie geht's, Eng? Grüß gut beieinander. Hat's gut in den Feiertag gekommen? Ich hoffe doch. Ich こ hoffe の doch. 目は Seit Resub. 闇がよく見える Dabatz 1 Flauschelaff, Sam Krohu. Ich weiß nicht, wie ich feiere die heute momentan. Keine Ahnung. Mike, merci dir für deinen Resub auch schon im 29. Monat. Du hast eigentlich auch schon einen Dreier dabei. Was ist denn jetzt schon wieder? Mr. Price. Der Resub-Feiertag, ja. Mike, merci dir für deinen Resub auch schon im 29. Monat. Also du hast schon bald mehr als wie ein Dreier davor, aber danke dir für deinen Resub. Weiterhin willkommen in der Barzikling. Merci dir. Danke für den ewig langen Support. Und Price, merci dir für deinen Gifted Sub an den Renegade Sack. An den Renegade Sack, keine Ahnung. Ich hab den glaube ich, lese ich heute zum ersten Mal. Und YWO habe ich dere. Natürlich ist ja klar, wenn ein Hype-Train am Start ist, dann ist der Price auch da. Das ist einmal, ne? Das ist einmal sowieso klar. Das war ja auch komisch, wenn das nicht so war. Mittlerweile. Ich verbitte mir sowas. Ja, okay, ich bin ja schon Start. Ich stell mir jetzt dann neben mein Blubberblasen, Lamperl und Schamme. Für 2 Sekunden. Ja. Freunde der Sonne noch. Also nochmal an der Stelle nochmal sorry, dass der letzte Stream etwas sehr abrupt geendet hat. Aber die meisten haben es ja eh mitgekriegt. Ich hab's auf Discord gepostet. Der Strom war weg. Aber nichts machen können. Das ist leider nicht in meiner Macht. Es gibt neue Hype-Train-Emotes, Huststernchen, kein Welthuststernchen. Ja, that's not how it works. Merci dir für deine 100 Bits, danke dir. Vielen Dank. Ja, aber das war jetzt, glaube ich, nicht so das Yellow from the Egg, wenn du mich fragst. Aber ich hab ich jetzt auch nicht gewusst, tatsächlich. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Hab ich jetzt auch nicht gewusst. Aber ich muss wirklich sagen, Yassi, du schlägst dich sehr, sehr tapfer in Lies of P. Ich muss zu meiner Verteidigung, oder was heißt zu meiner Verteidigung? Ich muss mich auch nicht verteidigen. Zu deiner Verteidigung. Der Boss mit den 3 Hasis, oder? An dem habe ich auch geknabbert. Ja? Danach ist allerdings mein Spielstand flöten gegangen. Also ich kann da dann leider bei den anderen Bossen nicht mehr recht viel sagen, aber du kannst das schon mal als Glanzleistung sagen, dass du den Priester gelegt hast, weil da habe ich glaube ich auch 2 Streams gebraucht, bis dass ich den über den Haufen gekämpft habe. Der war auch nicht ohne. So. Aber du brauchst dich da
Da brauchst du echt nicht irgendwie Verstecker oder Schammer oder sonst irgendetwas, wenn jetzt. Weil ich hab die gestern überwiegend auf die Kopfhörer geholt, weil Spätschicht bis um 8 Uhr. Aber da brauchst du echt absolut überhaupt nichts denken, wenn du da, keine Ahnung, wie viele Tode stirbst. Oder wenn einmal jemand da ist, der wo halt Souls-Likes später denkt sich keiner, ja, leck, wie stellen sie denn die an? Weil wir waren mal alle ja so, die wo wir angefangen haben. Ja. Möchtest nicht wissen, wie oft ich auf die Schnauze gekriegt habe. Also, wie gesagt, da bleib auf jeden Fall dran. Also, du machst das ganz gut. Also, da gibt's Spieler und Spielerinnen, die wo sich da weit nicht so gut anstellen, auf die ersten Meter. Ich bin mal so frech, aber jetzt ist der Seider. Jetzt müsst ihr ihn festhalten. Das kann gleich unangenehm werden. Achso, ja, nein, okay, ja, nein, das ist eine zauberhafte Idee. Genau, das ist eine wirklich sehr. Mr. Saijing, das ist eine sehr zauberhafte Idee. Machen wir mal eine Shoutout-Welle. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht. Los haben wir mal alle durch die Maschine. Durch den Scanner. Ist echt gut zu hören. Ja, ich sage ja nur die Wahrheit. Ich darf's da schon. Ja, gut, ich darf's da wahrscheinlich nicht so direkt sagen, wenn du scheiße warst, aber du machst es schon ganz gut. Du brauchst dich nicht runter. Also, meine ja wirklich aus ganzem Herzen. Also jetzt, um ein Beispiel zu nennen, nein, das sage ich jetzt auch nicht. Das war dann unfair, das tut man nicht. Hey Weiber, außer mit die Diff, außer mit die Diff. Morgen Enten Saichi 1 Popo. Morgen Enten Saichi 1 Popo. Wärst du dir für deinen 61? Ja, am Feiertag müssen da Tipp raus. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Sabi, guten Morgen, grüß dich. Probier's mal mit Ausrufezeichen Sabi. Wenn nicht, musst du im Ping in Discord schauen. Genau. Shoutout-Welle. Sehr, sehr zauberhaft. Das haben wir wirklich schon ganz lange nicht mehr gehabt. Also die Leute unbedingt auschecken, wer es noch nicht da hat. Ich meine, jetzt glaube ich, ist der Großteil der Bubble jetzt so da und die kennen sie alle gegenseitig, aber falls wer da ist, der die Leute noch nicht kennt, geht's auf den Channel drauf von die Shoutouts, die wo der Sei gerade macht und lasst sie ein Herz halten. Das ist unfassbar empfehlenswert. Ja. Bei der Yassi gibt's DVD, momentan sehr viele Souls-Likes, die ist sehr addicted. Bei der Sabi gibt's auch DVD, Call of Duty, Fortnite und so weiter und so fort. Beim Dampfi gibt's alles querbeet ein, beim Mike gibt's einen Haufen Musik und teilweise auch Story-Games. Also da ist für jeden was dabei. Leck, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Leck, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Und danke für den Hype-Train. Vielen Dank. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Remix! Habedere Beinand. Jetzt seid Steve, merci dir wieder ein Resub im 16. Monat. Vielen lieben Dank. Weiterhin willkommen mit der Basegang. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du wieder dabei bist. Dankeschön. Ich hoffe, bei dir ist es flauschig. Beim Frühshoppen kehrt er bloß Musik oder so. Ja gut, also jetzt so ein Alertmacher, der wo sowas andeutet, das glaube ich, da riskiere ich mein Twitch-Channel. Ich weiß nicht. Es ist Steve! Der ist auch schon uralt. Gut zu Fuß ist auch schon da mit der Lieferung. Was für eine Lieferung hast du denn dabei? Was gibt's denn heute? Bist du gut zu Fuß mit deinem 75 Tonner? Was hast du denn aufgelohnt? So geht's ja nichts Falsches. Ich sag das. Einen böhmischen Traum einfach spielen. Ja, okay, gut, das war eine Möglichkeit. Da hast du tatsächlich nicht unrecht. Internet-Meme-Urgestein. Ja, Facebook im Jahr 2010, 2011, 2012, da haben... Oh, leck. Wir hatten das... Oh, leck, da hat es so viele Seiten gegeben, die wo so viel Scheiß ausgehauen haben. Bier. Ja, gut, zum Frühstücken. Ja, gut. Weißwürstel? Hast du die auch dabei? Hat dir wer meinen Namen gerufen? Ja, ich wollt mich herzlichst für dein Resub im 16. Monat bedanken, Mr. Bierzeit Steve. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und schön, dass du da bist. Kim, einen haben, ich hab auch noch einen. Ja, und vor allem, das ist, warum kannst du jetzt hätte ich gerade eine Frage, warum kannst du einen Shoutout machen?
Warum kannst du einen Shoutout machen? Ich meine, du bist zwar VIP, ja, aber Shoutouts können eigentlich nur Mods. Oder habe ich das einmal umgesteckt gerade? Das kann natürlich sein. Ja, ich meine, durch den Umzug ist viel durcheinander gekommen. Ich meine, wenn VIPs einen Shoutout machen können, dann sage ich es neu, weil die haben nicht umsonst VIPs. Weil er VIP ist. Ja, dann habe ich das wahrscheinlich umgesteckt gerade. Aber dein Gaudi da ist Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Twitch-Name. Simchromike in dem Fall. Glaubt man kann seinen eigenen Befehl machen? Ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber das ist ja... Da ist er. Genau, das war er. Jetzt sind alle wach, auf jeden Fall. Alle, die jetzt noch geschlafen haben oder so im Halblöhr waren, die hat es jetzt gerissen. Mindestens. Aber ich meine, wer gibt sich denn selber einen Shoutout? Das war ja ungefähr so, wenn ich auf Bossa einfach im Fußgängerzone gehe, ich mir ein Eis kaufe und mir dann selber ein High Five gebe, weil ich mir jetzt ein Eis gekauft habe. Das macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Also denk mir ich. Aber gut. Tust du das nicht? Schon lange nimmer. I see no problem here. Wenn ich jetzt Eis essen darf, dann ist sowas. Ja, okay, passt. Beim nächsten Mal, wenn sich da anders ergibt, dann gebe ich mir vor versammelter Mannschaft selber ein High Five. Aber stell dir mal vor, wie das ausschaut. Stehst du da? Ja! Schlag ein, Alter. Hast gut gemacht. Oder es war das gleiche Beispiel am Tennisplatz. Ich schaff's einmal einen Schmetterball zum Schlagen, der schluckt ins Fädel und ich gebe mir selber ein High Five dafür. Oh Gott, haben wir blöd. Na, mir doch nicht. Wir haben wir doch ganz normal. Also wirklich. Wenn wir mir nicht normal warten. Meine Eltern. Okay, an meine Schwiegereltern, die wo da gerade wohl zuschauen. Chat, könnt ihr mal kurz ausrasten? Könnt ihr mal da, das ist quasi, also für alle, die jetzt da nicht wissen, wo so Chat ist, das sind die Nachrichten da hinter. So, das ist ein bisschen, weißt du, vor allem an meine Schwiegermama, die wird jetzt da gerade Todesgelächter auf der Couch oder auf dem Tisch sitzen und vom Stuhl fallen. Hat es einen High Five gegeben, kann ich auch nicht empfehlen. Ja, das kann schlecht für die ausgehen mit den Krallen. Ausrasten? Ja, ausrasten. Also jetzt nicht im Sinne von Subs werfen, sondern einfach im Chat eskalieren. So. Ja, genau so ungefähr. So ungefähr. Was hättest du denn gern? Ist wurscht irgendwas. Sowas, was Jassi macht zum Beispiel. Was der Mike jetzt da macht zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber nur zum Beispiel. Mehr Funzel. Ja, genau. Jetzt hat der Daumen verblitzt werden. Ja, aber so läuft das ab. Im Endeffekt. Ich sitze da, laufe Blätter her und dann passiert sowas. Aber die Alter. Keine Ahnung, wer die Idee jetzt gerade, aber ich vermute mal, das ist auf der Julia missgewachsen. Aber ist schön, wenn sie mit zuschauen. Ich meine, warum auch nicht? Vielleicht bringe ich es ja dazu auch mit zum Streamer. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Egal, Freunde, wir spielen heute Herr der Ringe fertig. Oder zumindest hätte ich es vor, dass wir es fertig spielen, weil wir haben ja mit der Ringkampagne fast durch. Ich glaube, das sind noch 3 Missionen. Und dann hätten wir noch Saurons Aufstieg. Das ist quasi die Was wäre wenn Saga, wenn quasi der Sauron die ganzen Schlachten gewinnt. Das ist quasi dann, da spielen wir quasi die anderen Seiten dann. Und ich schätze mir, dass wir da in 2 Stunden fertig haben. In etwa. Ja, also wenn es so schnell geht wie beim letzten Mal und nicht wieder andere technische Scharmützel dazwischen kommen, dann sollte man das Spiel eigentlich heute fertig bringen. Und dann müssen wir mal schauen. Also ich habe schon ein Nachfolgeprojekt geplant. Der eine oder andere hat es auf Discord gestern mitgekriegt. Da sage ich aber dann noch was dazu. Weil da muss ich ein bisschen ausholen, tatsächlich. Ja. Also grundsätzlich, es wird ein Nuzlocke werden, aber es wird anders werden wie die letzte. Also deutlich anders wie die letzte. Nicht ganz so tryhard, nicht ganz so theoretisch, sondern mehr spontan. Aber da sage ich dann später was dazu.
Und das war jetzt so heute der Fahrplan. Da ich jetzt nicht genau weiß, wann Frau Barzi heimkommt, sie hat irgendwann gesagt zwischen 1 und 3, bevor sie zum Werk, keine Ahnung, haben wir quasi gut Zeit. I take my points. Ja, das wird natürlich schon wieder stattfinden, ja, dass ihr Punkte ausgegeben und ausgewerfen gibt. Das wird sogar für euch deutlich schwitziger, weil es wird, wie gesagt, es wird deutlich spontaner. Wir werden mal 1, 2 Sachen dann anders machen, aber wie gesagt, da soll ich dann später was dazu. Genau. Ich hab Fahrplan heute, Herr der Ringe fertig spielen und dann müssen wir halt einmal schauen, was Phase ist. Was wir dann noch machen. Ob sie sich noch orientieren. Ich sage dir gleich, wenn du dann einen Anwalt nimmst, dann baust du kein Heisel nimmer. Das stimmt allerdings. Aber ich muss kein Heisel mehr bauen, das ist das Schöne. Yeah, this is big brain time. So muss man Punkte verdienen. 450 für deine Streamstreak, ja, 5er Streamer-Serie. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Und dann wirfst du gleich wieder 1500 aus. Ja, perfekt. Hast jetzt quasi miese gemacht. Genau, aber das, gerne wissen, das lösen wir dann noch neu. Erinnert mich dann dran, Mr. Seitsching. Ich darf jetzt vorschlagen, wir schauen mal Start ins Spiel, damit wir ein bisschen was weiterbringen. Wir haben ja letztes Mal, aus Gilead noch fertig gespielt? Ich glaube schon. Ich glaube, aus Gilead haben wir noch fertig gebracht. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt noch Minas Tirith, Pelennor-Felder, Minas Morgul und Schwarze Tor? I guess? Irgendwie sowas? Irgendwo sowas war da. So. Jetzt weiß ich allerdings meine Kameraposition nicht mehr, ob das die richtige ist, aber ich glaube schon fast. Das Leben ist ein Verlustgeschäft. Spotty, habe ich die Ehre, grüß dich gut. So, ja, der Ringe die Eroberung war zu gewinnen. Hätten sie gesagt. Meine. Saurons Aufstieg Mythen zufolge ist diese Parodie zum Ötzi. Ja, das werden wir dann rausfinden. Wie gesagt, wir haben ja beim Ringkrieg letztes Mal ja noch stehen geblieben. Das haben wir auf Hellenhaft gespielt, genau. Wir haben aus Gilead noch fertig gespielt, jetzt haben wir noch Minas Tirith, Pelennor-Felder, Minas Morgul und Schwarze Tor, eben wie ich das gesagt habe. Und dann, wenn wir die Kampagne durch haben, das soll ja in etwa in einer Stunde der Fall sein, dann kommt noch Saurons Aufstieg. Ja, dann schauen wir uns diesen an. Dann kriegen wir das Spiel normalerweise heute fertig. Ja. Schauen wir einfach mal, dann sehen wir es schon. In Minas Tirith steppt quasi der Troll, sozusagen. So, wie geht's denn unseren Alterspräsident? Wie schaut's denn da eigentlich aus? An der Front. Nun, da Gondor in die Dunkelheit zu stürzen droht, stehen Saurons grausame Heerscharen vor den Toren der Weißen Stadt. Riesige Belagerungstürme, voll beladen mit blutrünstigen Orks, nähern sich unaufhaltsam den umkämpften Mauern. Gegen das Haupttor hämmert unerbittlich Grond. Ein todbringender Rambock voll wölfischer Wut. Um die Hoffnung zu wahren, müssen die Krieger Gondors die Ringe der Stadt, solange es geht, halten, bevor sie sich tiefer in die brennende Zitadelle zurückziehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. War der Ringkrieg innerhalb oder außerhalb des Münchner Rings? Ich glaub drauf. Läuft soweit? Wie geht's denn am Fuß? Ja, das ist immer die wichtigste Frage. So, das eigentlich ist, was spielen wir jetzt? Ich glaub, wir nehmen einen Schwertkämpfer. Ihr seid Menschen Gondors. Super, und das soll jetzt verteidigen, oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Egal, was auch durch das Tor kommen mag. Ja gut, dann verteidigt man es halt. Irgendwie wird man es schon hinbringen. Im Lauf hat man da 2 Gegner umeinander, ich weiß es auch nicht. Wir dürfen den Innenhof nicht aufgeben.
Er läuft einfach weg von mir. Unser Nachschub wird knapp. Okay, ich glaube, ich nehme da lieber doch einen Bogenschützen. Das sind definitiv 2 Gegner. Aber da stehe ich einfach hinter. Sie dürfen das Tor nicht nehmen. Verteidigt den Innenhof. Sie dürfen ihn nicht nehmen. Da kommt die nächste Welle. Oleg, jetzt kommen die Trolle auch noch. Weil ich sneak mich da einmal an. Jetzt pass auf. Nur noch eine Verstärkung. Okay, oder auch nicht. Ich kriege einfach eine gewischt vom Troll. Wir dürfen den Innenhof nicht aufgeben. So, der mal auf jeden Fall weg. Ich sag, dass ich überrennt, aber irgendwie. Verteidigt den Innenhof. Sie dürfen ihn nicht nehmen. Wir haben sie gehalten. Auf die Mauern, während wir die Beschissen, Tore zeigt sie nächste Woche aus der MRT dann, oder wie, oder was? Wifi, moin, grüß dich. Die Orks strömen über die Six Mauern der Cycle Stadt. Numoi Dusama schon im 17. Holy fuck. Und einen guten Morgen Bein an der Dabat 1 Herz Dabat 1 Servus Dabat 1 Zauberhaft. Ripsi, merci für deinen Resub im 17. Monat. Ja. Das ist schon eine lange Zeit, lebt mir Musch. Danke dir. Bei dem Willkommen in der Bazzigen. Wie war's im Urlaub oder bist du noch im Urlaub? Ich hab's auf Insta gesehen, da die 3. Mal über den Haufen, da du Arschkeibe. Geht über Gefäßchirurgie. Jetzt aber eher unzauberhaft, wenn du mich fragst. Ich drück den Daumen, dass es nicht ganz so weit weit. Oh, lebt mir Wusch. Natürlich steht da jetzt so ein gewamperter Magier umeinander, der wo meine Pfeile habe. Das war eh klar, oder? Türme zerstören. Hallo, kann jemand den Magier wegjieten? Okay, anstelle des wie ich weggejietet. Das ist perfekt. Haben jetzt mein eigener Mal über den Haufen gerannt, oder was? Brennt die Türme nieder. Haltet die Orks auf. Oh! Ende allen Lebens. Okay, man kann auch scheitern. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Nein, leider nicht mehr. 2 Tage Regen, 3 Tage Sonne, aber immer windig. Sonst aber was sauber. Wo bist du denn eigentlich gewesen? Wie schön hat der Botoli Fuck gesagt, ja. Okay, jetzt probieren wir es einmal mit Magier, weil Bogenschütze und Schwertkämpfer war jetzt nicht ganz so das Zauberhafte. Schauen wir mal, vielleicht bringt es uns ja irgendetwas. So, ich stehe schon da als meine Blitzkanone. Du hörst sofort auf, da mit deinen Pfeilen umeinander zu tun. Den Innenhof nicht aufgeben. Ah, da geht's ein wenig leichter.
dürfen ihn nicht nehmen. Da kommt die nächste Welle. Haltet den Innenhof. Aber... Achso, das kann man nur als Krieger, oder was? Wir dürfen den Innenhof nicht aufgeben. Wir versagen. Sie dürfen das Tor nicht nehmen. Oh, warum aufsteigen, wenn man nur so wackeln will? Gut, Innenhof haben wir. Und das ohne Levelverlust. Aua. Perfekt. In Barcelona wie tatsächlich auch noch nie gewinnt. Meine Freundin war tatsächlich schon in Barcelona. Kurz bevor wir zusammengehen haben. Aber so eine schöne Stadt sein. Die Orks strömen über die Mauern der Stadt. Zerstört die Belagerungstürme. Okay, Belagerungstürme zerstören, das ist eine gute Idee. Hab ich doch vorher auch entlang laufen müssen? Rennt die Türme nieder! Haltet die Orks auf! So, einmal da mal. Magst du sterben? Scheinbar nicht. Zerstören. Stellen wir jetzt lieber mal da ein wenig weiter hinten hin. Wobei, eigentlich war es ja schlau. Senden wir mal den Belagerungsturm an, damit nichts passiert. Da, am Ende der Mauer. Au! War nicht so eine gute Idee. Oh, der ist schon mal hier, das ist ja schon mal was. Rennt die Türme nieder! Haltet die Orks auf! Au. Irgendwie war das jetzt, glaube ich, gerade so semi-schlau, dass ich voll ins feindliche Gebiet reinrenne. Wir müssen ihre Belagerungstürme zerstören. So. Okay, mir hat der Nazgul über den Haufen geflogen. Perfekt. Ah, jetzt fliegt er mir nochmal über den Haufen. Perfekt. Scheiß Vogel. Rennt die Türme nieder. Haltet die Orks auf. Ja, Gott sei Dank. Wir haben sie aufgehalten. Dieser Teil der Mauer ist sicher. Wir können die Orks nicht aufhalten. Zieht euch in den zweiten Ring zurück. Dort sammeln wir uns. Aua. Rückzug. Zurück in den zweiten Ring. Nein, ich hau jetzt die nur zusammen. Irgendwie.
uns im zweiten Ring! Jetzt chill mal. Rückzug! Ja, das ist noch einer. Zurück in den zweiten Ring! So, der zweite Ring ist dann quasi da dahinter. Okay, perfekt. Nach oben! Oh, leck an das Fall, möchtest du mich verarschen oder was? Gut, dann bleib ich lieber da stehen. Damit nichts passiert. Wir werden Sie hier erwarten. Der erste Ring der Stadt wird überrannt. Wir müssen das Tor hier im zweiten Ring halten. Was war denn das jetzt? Verteidigt diesen Platz mit eurem Leben. Bin schon dabei. Braucht den Platz gar nicht wirklich verteidigen, wenn es gar nicht bis Affe kommen. Pro-Gamer. Verteidigt den Platz vor dem zweiten Tor. Der jetzt hier. Wenn Sie hier Fuß fassen, sind wir verloren. Es muss aber von denen immer irgendein so ein Schwertteil dabei sein, der wo mir aus der Combo ausschluckt. Verteidigt den Platz vor dem zweiten Tor. Haben wir so schon. Die Orks haben die Oberhand. Kämpft euch zum Tor des dritten Rings vor. Die halten ja irgendwie verdammt viel aus. Alle Mann zum dritten Tor. Okay, gehen wir schon. Sammeln. Kann mir gut vorstellen, dass der Endgegner dann der Hexenkönig Die ist. letzten Überlebenden. Wir werden sie hier im dritten Ring erwarten. Aha, haben wir sie schon. Sehr gut. Ich bin's, der Gandalf. Ich muss diesem Bösen trotzen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ah ja, perfekt. Hilfe ist unterwegs. Also durch, bis der Morgen kommt. Wenn wir mir einen Gandalf spielen, da feiert er überhaupt nichts. Ich weiß zwar nicht, wo die ganzen Gegner da jetzt herkommen, aber... Rolle! Bringt sie zu Fall! Haltet das dritte Tor! Wir müssen bis zum Morgen überleben! Aha, das geht also nicht. Okay. Nicht einmal der Gandalf kann auf den Troll aufsteigen. Was kann der eigentlich?
Ja, wie es so abgeht, was ist denn da jetzt? Gebt euch nicht auf! Wir müssen diese Nacht überleben! Ich sehe schon da, ich verstehe die Frage nicht. Hey, wo ist denn der? Da gehen wir her jetzt, so, du Klamperts Bergschuh. Das ist ja aber gleich ausgeschildert da, gell? Endlich Verstärkung! Vielleicht erleben wir doch noch einen Morgen! Ah ja. Rohan eilt uns zur Hilfe. Willi, habe ich dir und einen schönen Morgen beieinander und einen schönen Vatertag eigentlich. Uli, danke dir. Ich wünsche dir auch, wie geht's dir? So, perfekt. Minas Tirith haben wir scheinbar verteidigt. Oder erobert. Oder was auch immer. Doch in der dunkelsten Stunde hallt das Echo von Hörnern durch die Stadt. Denn nun preschen die Reiter von Rohan heran, um ihren uralten Schwur zu erfüllen. Theoden und seine Reiter aus dem Norden setzen alles auf eine Karte. Nun endlich weichen die Orks aus der Stadt, um sich dieser neuen Gefahr zu stellen. Und so wird das Schicksal Gondors in einer offenen Schlacht besiegelt. Genau, jetzt kennen wir Pelennor-Felder, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Pelennor-Felder. Ja, läuft so weiter, wegen mir, aber das darf man sein am Feiertag. Ja, für das ist der Feiertag ja da, dass man auch mit mir ist. Bei mir geht's tatsächlich. Also eigentlich hätte ich auch gestern Nachtschicht gehabt, aber ich habe umgeschicht. Jetzt bin ich tatsächlich direkt froh, dass ich gestern, oder dass ich quasi jetzt nicht schlafe, sondern dass ich heute schon da hocke. So. Ja, die Level an und für sich gehen ja relativ Vor schnell. den Toren von Minas Tirith reiten die Rohirrim in ihr sicheres Verderben und treiben einen Keil in das Herz der Ork-Armee. Nichts auf dem Pelennor kann ihrem Zorn widerstehen. Während sie von Belagerungstürmen und Kriegsbestien bedrängt werden, werfen Theodens tapfere Krieger einen endlosen Strom von Orks und Wargreitern nieder. Sollte es den Rohirrim jedoch gelingen, Saurons Armeen zu schwächen, greift der Hexenkönig selbst in die Schlacht ein. Sein Untergang würde das Blatt wenden, denn es heißt, seine Armeen folgen ihm nur aus Furcht. Ja gut, wenn ich so einen Chef hätte. Okay, jetzt knistert mein Game Capture gerade schon wieder. Moment. Scusi. Nochmal aufmachen. Das hat's machen wir, vor allem fängt der Sound das Kriseln an. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt meine ich es sehr gut. Gut, Pelennor-Felder. Probieren wir es mal wieder mit dem Krieger. Reitet in euer Verderben und zum Ende der Welt! Belagerungstürme! Sie dürfen unsere hinteren Linien nicht Sabotieren. Katapulte los! Wie sabotiert man die? Vernichtet sie! Ah. Okay, ich hab den zweiten Troll jetzt nicht können sehen. Okay, das war ein erstaunlich kurzes Vergnügen. Da ist ja auch wirklich alles dabei, oder? Alter, ich krieg sogar Schaden, wenn ich auf den aufbesteig. Ja, perfekt. Ja, jetzt innerhalb von einer halben Minute 2 Leben verloren. Das ist richtig gut gelaufen jetzt.
Wo kämen denn die ganzen Trolle auf vor mir her? Wir haben fast keine Verstärkungen mehr. Nur noch ein Ja. Turm. Zerstört ihn. Jetzt muss ich mir doch einen anderen Jünger nehmen, weil das so hat das nicht ich. Das ist. Wobei ich kann anders die Trolle gar nicht töten. Da er mit seinem Dreckschädel, da schaut er an, das gefriest ist der Kreislige. Das ist schon wieder ein Troll da. Die spawnen doch genau da, wo ich laufe, oder? Das gibt's ja schon gleich gar nicht mehr. Das ist jetzt der dritte Tod innerhalb von einer Minute. Ja gut, wir haben jetzt noch ein Leben. Das, wenn wir jetzt das nicht irgendwie gerissen kriegen, dann war's es schon wieder. Ihr seid Reiter Rohans. Vernichtet sie. Gut, der ist hier. Die Katapulte. Bringt die Türme zum Einsturz. Gut gemacht. Diese Türme sind keine Gefahr mehr. Ja, mal schauen wir die. Olifanten, wir müssen diese Bestien aufhalten. Greift sie an. Oha. Drücke den E, der Vorarbeiter des Elefanten RB, drücke diese angezeigten Tasten, um Sabotage durchzuführen. Ja, okay, ich krach's nicht mehr auf eine Mammutaffe, perfekt. Oh. Oh, aus Legolas, ja, das ist nicht mehr. Kämpfe für Lady Galadriel. Aha. Fürchtet sie nicht. Tötet sie. Bringt die Olifanten zu Fall. Unsere Reihen lichten sich. Hey, was war denn jetzt das? Ich renn und bin einfach umgefallen. Okay, der Legolas, der ist umgeschnackelt, hat das Bundle gerissen, deswegen. Wie war das mit die Vorderfüße, meine, oder? Hat's geheißen? Aha. Ah ja. Sie nicht. Das ist ja jetzt erstaunlich einfach gegangen. Bringt die Olifanten zu Fall. Warum haben die das in die Filme nicht so gemacht? Nur noch ein Turm. Zerstört ihn. Zaudert nicht. Nur noch ein Olifant. Aha, da nehmen wir gleich einen. Ja, und den Turm brauchen wir noch, oder? Ihre Olifanten sind besiegt. Aber. Ja, ist ja klar, da wo ich bin, ist auch ein Troll, ist ja logisch. Ist ja logisch. Ist ja logisch. Weil, wenn mich schon was umhaut, dann ist es ein Troll. Jetzt kommt schon wieder einer, sechstes du. Auf zu blutige Wagen. Ja, was hab ich denn jetzt, Herr Topmann, was da jetzt passiert? Zumindest wird der Turm schon mal nicht weitergeschoben. Okay, alles klar, perfekt. Alter, was...
Okay, ich sehe ungefähr 0. Und vor allem wieder irgendwie immer allein. Ja, wenigstens hat jetzt das einmal noch funktioniert. Wir haben nur noch eine Verstärkung. Ja, schlecht. Das Objekt wurde zerstört. Zu mir! Wir müssen uns sammeln! Oh ja. Ich bin kein Mann. Vor dir steht ein Weib. Bringt sie zu Fall. Jetzt gerade müssen wir den Hexenkönig töten, oder? Helft mir! Wir müssen den Hexenkönig fällen! Stellt euch eure Angst! Er ist bezwingbar! Fällt den Hexenkönig! Das ist unsere einzige Hoffnung! Ja, der weiß aber jetzt genau, wo ich bin. Ist das Reich des Meisters zu verletzen. Glaube ja nicht. Wo haben denn da eigentlich die Soldaten, die wo auf meiner Seite stehen? Ich kämpfe da irgendwie immer gefühlt ganz allein gegen 500 Gegner. Ich weiß nicht. Wir haben kaum noch Soldaten. Also ich kämpfe da irgendwie immer ganz allein. Ich weiß auch nicht. Haben meine Soldaten das Blät zum Kämpfen oder was ist der Phase? Deine Mama holt sich deine Seele. Der Hexenkönig ist gefallen und der Bitte. Feind zittert vor Angst. Wir haben es geschafft. Gut, für das, dass ich in der Mission jetzt gefühlt eigentlich nur gestorben bin und eigentlich gar nichts gemacht habe und meine Soldaten scheinbar auch gar nichts gemacht haben, ist ja relativ Doch simpel die gelaufen. Schlacht steht auf Messers Schneide, bis endlich Aragorn mit seiner Armee der Toten eintrifft und kein lebendes Wesen ihrem Zorn entgeht. So groß unser Sieg Wir sind beim Saufen? Ja, wahrscheinlich. Noch ist dieser Krieg nicht gewonnen. Hinter den Mauern Mordors zieht der dunkle Herrscher neue Armeen zusammen. Von nun an darf kein Opfer zu groß sein, um Saurons Auge vom Ringträger abzulenken. Die Menschen des Westens müssen Sauron an den Grenzen seines Reiches stellen und die Schlacht bis nach Mordor selbst tragen. Jetzt glaube ich, kommt der genau, Minas Morgul. Ich glaube, das wird nur in die Birkel beschrieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also wenn einer Herr der Ringe die Birkel gelesen hat, kann er das jetzt gern bestätigen oder halt, ne, widerlegen. Aber ich glaube, die Rückeroberung von Minas Morgul kommt im Birkel schon vor, aber ist halt im Film, hat es halt nicht im Film reingeschafft. Vor langer Zeit eroberte der dunkle Herrscher Minas Morgul und stürzte die Stadt in die Dunkelheit. Seitdem herrscht der Hexenkönig über eine verderbte Stadt, die nur von einem fahlen Totenlicht erhellt wird. Diese Feste des Bösen, die jeden Feind seiner Stärke beraubt, wird von Orks und Saurons dunkler Magie beschützt. Und über der Stadt ziehen die mächtigen Ringgeister ihre Kreise. Mit Belagerungsmaschinen und der Kraft ihrer Arme müssen die Menschen des Westens die Tore der Zitadelle zerschmettern, um das Böse darin zu bezwingen. Die Vernichtung von Minas Morgul. Wie gesagt, ich glaube, das kommt nur in die Birkel vor. So, ich sperre jetzt einfach mal aus Bogenschütze, weil warum nicht? Männer, dies ist Gondors einst so stolze Festung. Wir müssen das andere Ufer dieses Flusses nehmen, um Minas Morgul zurückzuerobern.
steh einfach mal hinten und baller blind in den Haufen rein, weil warum nicht? Weiter, Männer! Wir müssen das andere Ufer erreichen! Oh, lecker doch, ey. Weiter, Männer! Die andere Seite ist wichtig für uns! So, ich erober mal die Burg da. Zögert nicht! Wir müssen auf der anderen Seite Fuß fassen! Gut gemacht! Ja, das oh, leck, möchtest du mich verarschen oder was? Des dunklen Ortes. Wir müssen die Tore von Minas Morgul mit Flammen zerschmettern! Bahnt euch einen Weg über die Brücke, ehe die Nazgul sich sammeln! Wir dürfen unsere Ramme nicht verlieren! Erobert die Brücke! Warum ist unser Ramme? Achso. Und kann einmal irgendein Nachkämpfer den Magier ausschalten, da damit wir meine Pfeile durchkommen? Es ist so semi-optimal, wenn der da ständig sein Schädel kostet. Bitte, dankeschön. Da wurde ja über den Haufen drehen, das geht natürlich auch. Oh, schießt du einen Pfeil an Anschein, damit nichts passiert. Das war ja direkt clean jetzt im Vergleich. Wir dürfen unsere Ramme nicht verlieren! Erobert die Brücke! Ja gut, der eine Magier wird jetzt auch nicht mehr ausreißen unter. Aber killen wir ihn trotzdem einmal. Wir dürfen unsere Ramme nicht verlieren! Erobert die Brücke! Ach, die ist eine Ein-Mann-Bedienung da, das Ding, oder was? Wir haben das Tor von Oh, Minas leck mir Wurscht. Morgul zerstört! Wir müssen diesen Punkt sichern! Oh. Ja, aus Aragorn speichere ich gern das nicht mehr.
Der Aragorn ist ein Cheat mit seiner Armee der Toten. Zum Innenhof! Wir müssen in die Stadt! Aber... Wie lange sind die Spähen? Wir müssen in die Stadt. Oh, auf mit der Flagge. Die Spiele schauen besser aus, als ich in Erinnerung habe. Danke, habe ich die Ehre. Ja, ich war tatsächlich auch überrascht, wie ich es erst gespielt habe. Ich glaube, da müssen wir die letzten verbliebenen Nazguls töten, wenn mich nicht alles täuscht. In diesen Kerkern werden unsere Brüder festgehalten. Wir müssen das Tor öffnen, um zu ihnen vorzustoßen. Sieh den Hebel am oberen Ende der Rampe. Ein Hebel hebeln. Ja, chill eigentlich, Scheiben, los mir in Ruhe. Aua, aua. Wieso einzig Blade in dem Spiel ist? Unsere Gefährten leiden. Man kann nicht anvisieren, also... Schemagier, selbst dass du jetzt halt noch hilfst, wo ich nicht schon einen Umbruch habe eigentlich. Genau, halt du den nochmal auf, dass ich da mal den Hebel hebeln kann. Ja, super toll. Zum Hebel der inneren Kerkertür. Opfert, wenn nötig, euer Leben. Ja, freilich, sonst noch was. Gut gemacht. Nun, da das Kerkertor offen ist, sind wir den Gefangenen nah wie nie. Also, der ist eh hier. Vorwärts! Wir müssen die Kerker von Minas Morgul stürmen und unsere gondorianischen Brüder befreien. Da sind wir dabei. Aua, wir waren jetzt das schon wieder. Schalt doch den aus, hallo? Das ist Berufsverweigerung. Zu den Zellen! Brecht sie auf!
Alter, was ist denn das? Ich muss sagen, als Aragorn fühle ich mich da gerade eigentlich relativ wohl. Oder auch nicht. Uäh. Wir müssen unsere Brüder befreien. Schnell! Es fehlen nur noch 2 Zellen. Was? Und die da hinten, oder? Weiter. Wir müssen nur noch eine Zelle nehmen. Jetzt haben wir quasi ein bisschen eine Verstärkung. Das ist immer gut für uns. Der Turm von Minas Morgul ist von einer üblen Magie beseelt. Wir müssen sie vernichten. Ah, wo ist mit dunkler Herrscher? So, da haben wir auch noch Zellen, oder was? Ah, da müssen wir das da machen. Okay. Ich hack's das einmal auf, passt das. Männer von Gondor, macht den Teufeleien des Hexenkönigs. Oh, das ist ein Nazgul. Au! Okay, das war vielleicht nur so eine semi-gute Idee. Der Turm muss von seiner dunklen Hexerei befreit werden. Arschgrunzen von deiner Mama ist auch ein dunkles Reich, wenn es Glück macht. Mal lecker Schrei da. Oder hat er jetzt nicht so lustig gefunden. Merkt euch, Kinder, über Nazguls macht man keine Mama-Witze. Kann mir mal irgendein Magier heilen? Bitte, dankeschön. Lol, wir haben uns jetzt gegenseitig mit. Na, Aragorn wurde besiegt. Er hat mich über den Haufen geschrien. Zeig keine Angst. Wir müssen den üblen Zauber brechen, der den Turm beseelt. Ein Nazgul wurde besiegt, ja, immerhin. Ja, die kümmert mich um die andere Energiequelle. Das ist vielleicht jetzt als Bogenschütze nicht unbedingt das Beste, aber... Ja, wir haben schon irgendwie hinbringen. Uäh, da ist noch einer. Okay, da haben wir fucking 2 Nazguls, oder was? Ja, perfekt. Okay, das kann jetzt lustig werden. Gut, andererseits, ich hab nur 11 Leben. Ja, das ist ja schon mal was. Vorwärts, Männer von Gondor! Macht den Teufeleien des Hexenkönigs ein Ende!
Hey, warum kann der mich damagen, während ich ihm nicht damagen konnte? Ja, perfekt. Das wollte jetzt ich gerade machen. Zeig keine Angst. Wir müssen den üblen Zauber brechen, der den Turm beseelt. Ja, wieder ein Nazgul weniger, das ist ja schon mal was. Das Problem haben jetzt so einige aktuelle gerade die Nazguls. Ah, wir haben schon. So, das ist wieder ein Nazgul weniger. Der fährt mir aber eine schon langsam die alle haben, oder? Wir haben insgesamt 9. Okay, wir haben erst 3. So, schauen wir mal, ob da oben noch einer rumrennt. Ah, da ist noch einer. Zeig keine Angst. Wir müssen den üblen Zauber brechen, der den Turm beseelt. Alter, warum können wir den nicht ständig aus der Combo holen? Gar nicht so einfach jetzt doch. Das ist auch noch einer. Okay, wieder einer weniger. Aber da können ja auch nicht unendlich Nazguls spawnen, das war ja direkt das Licht. Der Turm muss von seiner dunklen Hexerei befreit werden. Ja? Vorwärts, Männer von Gondor! Macht den Teufeleien des Hexenkönigs ein Ende! Alter, wie verhält der Kristall aus? Willst du verarschen oder was? Den hast. Oh, leg mir was. Zeigt keine Angst! Wir müssen den üblen Zauber brechen, der den Turm beseelt! Wo ist er? Ah, da ist noch immer ein Nazgul, ich hab noch ganz genau gehört. Ah, da ist er. Da war er. Vorwärts, Männer von Gondor! Macht den Ja. Teufeleien des Hexenkönigs ein Ende! Irgendwie hat mich da vergiftet, ganz reidig. Aber.
von seiner dunklen Hexerei befreit werden. Ich bin ja der Einzige, der überhaupt den Kristallapfel drin mit. So. Gut gekämpft, wackere Krieger. Ach, das war's, oder wie? Ah ja. Einfach nur die Energiequelle zerstören. Ist gebrochen. Gut, dann haben wir jetzt quasi die Finalmission im Ring gekriegt. Das müsste jetzt das schwarze Tor sein. Ja, da geht's ja noch weiter. So oder auch nicht. Okay. Zahllose Kreaturen wurden von den mutigen Kriegern aus Minas Morgul vertrieben. Doch das Böse, das über die Stadt herrscht, kann nicht gänzlich vernichtet werden. Solange Sauron lebt, wird kein Mensch es je wagen, die Ruinen der Stadt zu betreten. Und so ist unsere Prüfung noch nicht zu Ende. Denn um Sauron zu bezwingen, muss der Ringträger den einen Ring den Feuern des Schicksalsberges übergeben. Eine am Berg. Gut, schwarzes Tor. Beziehungsweise Mordor per se. Quasi die letzte Mission im Ringkrieg. Und dann haben wir was wäre wenn Geschichte. Da spielen wir dann quasi die Bösen. Inklusive Böse, also die Bossgegner von den Bösen, also auch die Nazguls und so weiter und so fort. Eine kleine Schar mutiger Männer ist von Saurons Horden umringt. Doch der Mut und die Hoffnung der Menschen sind ungebrochen. Ich glaube, der braucht die Zonenreinigung. Ihr Opfer am schwarzen Tor von Mordor Frodo genug Zeit verschafft, um den einen Ring endlich zu zerstören. Und in dieser letzten Stunde kämpfen die Heermeister des Westens bis zum letzten Atemzug um ihre Freiheit. Ich glaube, in der Mission speist du nur als Helden. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Am 25. März hat das Ganze stattgefunden, Freunde. Genau, da kannst du jetzt nur als Held spielen. Nimm mir aber wieder einen Aragorn, weil mit dem fühle ich mich wohl. Obwohl der Gandalf eigentlich auch nicht schlecht war. Ich beschütze die freien Völker! Zaudert nicht! Verteidigt dieses Feld mit eurem Leben! Ich glaube, das sagst du so leicht. Zu 2 Minuten 40. Ja, das sind ein Haufen. Krieger, kämpft! Verschafft dem Hobbit Zeit! Ah, warum haben da so viel? Ah. Okay, es war dezent unschlau, das zu tun. Ich nehme einen Gandalf. Oder auch nicht. Dann nehme ich jetzt einen Gandalf. Perfekt. Unsere Reihen lichten sich! Jetzt hat er Gandalf weggeworfen. Perfekt. Diese Stellung hält Aragorn! Kämpft! Wir werden auf diesem Feld untergehen! Jetzt muss ich erst mal schauen, ob wir die Trolle wegbringen. Ah, ich bin festgelutscht. Ja, du wirst überrannt. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn das 7 Trolle umeinander rennen. Wir haben versagt! Der Feind hält das Feld!
Aber wie soll ich denn das machen? Okay, das war ein wenig ein kurzes Vergnügen. Aber wenn da vor mir 8 Trolle daherkommen. Kathi, guten Morgen, wie geht's dir? Gut, probieren wir es halt nochmal. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin einfach in die Horde der Gegner reingerannt. Ich muss einfach warten, bis die auf mich zukommen. Dann tue ich mir ein wenig leichter, weil dann kann ich ja vorzeitig dann die Trolle schon ausschalten, bevor der ganze Haufen da überhaupt in dem Gebiet ist. Da können 3 Minuten ganz schön lang werden. So, da kommt jetzt die zweite Welle und diesmal warte ich aber, bis das die da haben. Krieger, kämpft! Verschafft dem Hobbit Zeit! Aber Trolle im Anmarsch? Wo haben Trolle? Trolle wo? Trolle da hinten. Okay. Ja, Trolle. Gut, dass die neu zu. Gut, dass die dank die Helden One-Hit haben. Kämpft! Wir werden auf diesem Feld untergehen! So, so wird's, so sechstes da, so wird's gleich leichter. Warum stehen die eigentlich außerhalb von dem Ring? Hier ist noch dabei. Geh schnell zu. Da sechstes da. Der Schicksalsberg speit Feuer. Haben wir schon mehr erreicht wie die meisten. Den Schicksalsklüften. Er braucht Zeit. Werft sie zurück und erobert ihr Tor. Ey, die darf's gerne erobern, aber die kann gerade irgendwie gar nichts tun. Ich weiß nicht. Ich fange dann einmal an, dieser Lord zu erobern, gell, Freunde, weil ich mein. Ein letzter Ansturm! Gleich gehört das Tor uns! Der ist mit der Ballisten über den Hafen geschossen, oder was? Ich hab gerade echt Leben am Limit. Kurze Woche ist immer schön. Oh, 100%ig. So in meiner Firma kenne ich so Zwickeltage eigentlich gar nicht, aber das ist jetzt tatsächlich echt angenehm, wenn man mal weiß, man muss so 3 Tage arbeiten in der Woche. Die stehen da oben.
Hey, wie kommt man da auf? Da kommen die Adler! Wo ist Wir Adler? halten das Tor! Wir haben unser Bestes getan! Ihre Hauptleute sind in diesen Türmen! Wir müssen weiter! Bringt sie zu Fall! Ja, ich steige mal da auf. Das wird dann schon passen. Oder nicht noch? Moment einmal. Kann man da nicht die Adler auch rufen, dass die den Fürchtet sie nicht! angreifen? Ihre Hauptleute bluten wie alle anderen! Ja, ist ja schon gut jetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Stellt euch der anbrandenden Flut! Warum? Oh. Auf die Türme! Werft ihre Hauptleute nieder! Einer ihrer Hauptmänner ist gefallen! So. Ja, aber ich hätte eigentlich gemeint, man kann da die Adler rufen, dass die den Turm hops nehmen. Ah, perfekt. Ich gebe die Mein Leo, lass nicht mehr. Unsterblichkeit für einen Sieg in dieser Schlacht. Zeigt den feindlichen Hauptmännern keine Gnade! Ah. Noch ein Hauptmann ist tot! Warum nicht gleich also? Wo ist denn Nur der noch andere ein jetzt? Hauptmann steht! Einer geht noch ab. Wo ist der? Kann auch nicht weiter. Ah, da hinten ist er. Mei, hau ich du mal ab, was mit Hosenbissler, du. Auf die Türme! Werft ihre Hauptleute nieder! Ihre Hauptleute sind gefallen! Die Türme schweigen! Saurons Mund ist der dunkle Herr dieses Reiches! Ah, er ist der Endgegner, Sepp, oder was? Genießt eure letzten Stunden. Euer Tod wird endlich. Ah. Kann ich nicht einfach wieder so Adler packen? Denkst du, fürchte dich.
für immer zum Schweigen. Bin schon dabei. Ich spick noch grad. Gleich hat's die Bulle. Ich werde euch alle vernichten. Wie viele von euch muss ich erledigen? Okay, das war Dusel. Seid stark und entschlossen für Gondor! Kämpft! Wir müssen Saurons Mund kennen. Saurons Mund wird uns nicht mehr beleidigen. Los, Männer! Wir müssen ihr Lager nehmen! Achso, no, du gehst eh noch bei dem. Das war der Endgegner, okay? Ja gut, dann nehmen wir jetzt das Lager auch noch. Bäh. Das ist brutal, die wenn mich einmal nur strafen, wird sofort meine komplette Bewegung unterbrochen. Egal ob ich nur weggehe, ob ich zuschlage oder sonst irgendetwas. Kämpft weiter! Nehmt ihr Lager! So, erobert man das einmal dann noch schnell. Aber recht lang kann die Mission eigentlich nicht mehr gehen. Oh, irgendwer blockiert. Gut gemacht! Jetzt hat. Ihr Lager gehört uns! Sollen jetzt etwas wieder verteidigen, Unser Lager oder? halten, bis das Blatt sich wendet. Wieder Trolle. Das schaut ja aus, bevor die meine ganzen Verbündeten hops nehmen. Verteidigt unser Lager! Werft sie zurück! Scheiß Orkkrieger da ständig. Bis jetzt. Ich beschütze die freien Völker! Oh, in welcher Welt geht dies? Haltet sie von unserem Lager fern! Wir haben es geschafft! Das Lager ist Oh, Gott sei Dank. Jetzt war es direkt stressig geworden.
Ja gut. Obwohl es in dieser letzten Stunde keine Hoffnung auf Überleben gab, wich keiner der Männer zurück. Und auch als der Feind näher rückte und die Kraft aus ihren Armen wich, hatten die Menschen keine Furcht im Herzen. Doch es war unserer Welt nicht bestimmt, in dieser Stunde unterzugehen. Denn der Ring trieb ein grausames Spiel, das selbst sein dunkler Meister nicht vorhersehen konnte. Und in diesem letzten verzweifelten Augenblick erfüllte der Ringträger seine Pflicht. Nachdem sie man viel nur bissen haben. Einen Herzschlag später war der dunkle Herrscher Sauron nicht mehr. Und so hatte das kleinste aller Dinge unseren Triumph besiegelt. Unser Schicksal stand auf Messers Schneide. Doch dann, als die Hoffnung siegte, bohrte sich dieses Messer tief in das Herz des Feindes. Und dies war die Stunde unseres Sieges. Vergiss nie, dass die Herzen der freien Völker auf diesen blutigen Schlachtfeldern niemals zweifelten und ihr Mut niemals ins Wanken geriet. Und so endete das dritte Zeitalter im Triumph und nicht Verzweiflung. Na schön, haben wir Mittelerde geredet. Ja, ist ja auch schon mal was. So, wir haben es jetzt geredet, nur damit wir es jetzt kaputt machen können. Jetzt gibt es nämlich noch das Gegenstück. Das ist jetzt sozusagen eine Was-wäre-wenn-Saga. Quasi, wir spielen jetzt mehr oder weniger stellenweise nur mit die gleichen Gebiete, aber zum Beispiel Wetterspitze, Bruchtal und das Auenland haben dann neue Gebiete. Wir spielen quasi jetzt die böse Kampagne. Quasi, wo's Daten passieren, wenn quasi die Ork-Armee oder wenn dann Sauron seine Herrscher, wenn die Kriege alle gewinnen hatten, was da dann in Mittelerde passieren. Also es ist natürlich nur eine Was-wäre-wenn-Geschichte, also die passiert ja so tatsächlich nicht, aber ist ganz interessant. Die drucken wir jetzt auch noch durch. Angehen tut's am Schicksalsberg, scheinbar. Wir spielen halt natürlich jetzt nicht mehr die Gurden, also sprich die ganzen Krieger, sondern wir spielen halt jetzt die Orks. Die Orks, Uruks und halt die Helden quasi, wo es jetzt bei der Aragorn, der Legolas, Gandalf etc. pp. Waren, das sind halt jetzt die dunklen Bosse, also sprich mal der Sauron, der dunkle Mund, der Hexenkönig, die Nazguls, das können wir jetzt quasi auf der anderen Seite spielen. Geschwächt von der Macht des einen Ringes, erliegt Frodo seinen Verführungen und die Grundfesten Mittelerdes werden erschüttert. Der dunkle Herrscher hofft verzweifelt, sein Körper möge zu ihm zurückkehren. Doch Sauron braucht Frodos Ring, um Mittelerde aufs Neue zu unterwerfen. Und dafür ist er bereit, jeden Preis zu zahlen. Auf den Befehl des dunklen Herrschers eilen seine Nazgul, beseelt von einem einzigen Gedanken, zum Schicksalsberg. Nur ein tödliches Ziel treibt sie an: Frodo zu erschlagen und Sauron den Ring zu bringen. Nun, da er zum Greifen nahe ist. Zahllose Ork-Garnisonen wagen es, den Ring für sich zu fordern und marschieren in einem offenen Aufstand zum Schicksalsberg. Doch die nahenden Nazgul dulden keinen Aufschub und vernichten jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Sauron erlangt den einen Ring zurück, so geht das quasi das Ganze an. Also sprich, die eigentlich letzte Schlacht vom Ringkrieg ist quasi jetzt der Niedergang von der Ringgemeinschaft oder von Mittelerde. Und wir spielen jetzt halt als Nazgul tatsächlich. Niemand, sie Verräter, verstecken die Maske des Hexenkönigs in ihrem Kerker. Bringt sie nie. Lasst euch durch nichts aufhalten. Ich verstehe zwar nicht, warum er jetzt hat. Ah, die Orks hier sind Verräter. Okay, vielleicht lesen sie, okay. Für die Verräter! Bringt mir die Maske des Hexenkönigs. Sie sitzen in der Falle. Tötet sie! Aber warum haben die Verräter Orks, die wollen Sauron verraten? Die Maske des Hexenkönigs. Liefere die Maske ab. Kann Sauron ihn zurückrufen. Ah. Bringt sie zur Schmiede. Nekromantie quasi. Du kannst sie.
Ja? Priester ist erfreut. Du hast eine Würde abgeliefert. Vernichte 20 Schmiedeorks. Für dieses Ritual wird Blut gebraucht. Lasst keinen dieser Narren am Leben. Ziemlich blutrünstig. Wir sind Menschen. Auf Also ich kann mich teilweise echt keine Sekunden nicht bewegen, weil ich ständig aus der Bewegung geholt werde. Ja. Wir brauchen mehr Blutopfer für unsere Magie. Ja, Bier schon dabei. Bier schon dabei. Ach, jetzt sehe ich gerade, es geht auf Zeit. Aber warum ist denn das? Das A-Aimen von Gegnern ist mit dem Spe... Oh, ein wenig schwierig. Gut. Gehen Sie dahin. Sie haben meinen Zorn gespürt. Oh. Ah, jetzt, oh ja, perfekt. Jetzt haben wir den Hexenkönig. Sehr gut. Stell dich niemals zwischen die Nazgul und ihre Beute. So, wo müssen wir jetzt hin? Da aussehen. Ich vergeude es seine Rolle. Okay. Ah, das ist ein Hebel, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Zwei Hauptleute befehligen diese Verräter. Ah ja. Macht sie zum Ziel eurer Wut. Alter, der hat einen One-Hit. Ein Hauptmann stirbt. Bringt nun auch die anderen zu Fall. Saurons Straße, hat er die selber betoniert oder was? Alles los als der Tod. Sie sitzen in der Falle. Ja, der Troll desertiert auch, oder was? Lasst euch durch nichts aufhalten. Werft jeden Gegner nieder. Dies ist Saurons Straße. Überquert sie geschwind. Wir müssen den Ring des Meisters finden. Ja, der kann ja nur an einen Ort sein, Django. Uns zu mir jetzt. Wir sind Saurons Straße gefolgt. Will ja nicht wirklich alle One-Hit. Ist nicht Aber. weit. Das spüre ich. Hey, Moment, Mr. Hobbit-Zip. Mein Weg liegt nun im Dunklen. Okay, du hast ja allein zu dritt gegen 3 Nazguls ja absolut keine Chance nicht. Wie sie gefroren. Oh, das ist jetzt teleportiert oder was?
Da ist er. Das gefällt mir. Wo ist er jetzt? Frodo, wo? Wo ist er denn? Ach, der geht zurück. So, jetzt bist du aber am Arsch, gell, mein Freund. Ha, perfekt, ich hab ihn einfach über Kanten geworfen. Schatz. Wir haben den Ring der Macht. Ring beschaffen. Jetzt wird Sauron über Mittelerde herrschen. Okay, Sauron hat seinen Ring wieder. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir Scheiße gebaut. Jetzt haben wir richtig Scheiße gebaut. Kein Opfer war den Dienern des dunklen Herrschers zu groß, um den einen Ring zurückzuerobern. Und nun, da sich das Schicksal gewendet hat, ziehen sich die freien Völker Mittelerdes zurück, um ihre Heimat zu verteidigen. Sauron ist wieder erstarkt, und nur wenige, die noch am Leben sind, wagen es, ihm zu trotzen. Doch Gondors Siege nagen am Stolz des dunklen Herrschers. Und so beschließt er, grausam zurückzuschlagen. Mit seiner neu gewonnenen Macht ruft Sauron seine gefallenen Diener ins Leben zurück. Viele seiner grausamsten Heerführer eilen nun herbei, um noch einmal in seinem Namen zu kämpfen. Um es im Fichtes Worte zu sagen, das war Mumpitz. Ja, das war ganz, ganz gewaltig großer Mumpitz, was da jetzt passiert ist. So, und jetzt schluckt er natürlich. Ich finde, das ist cool zusammengefasst oder halt cool aufgegriffen, dass quasi so Szenen aus dem Film Nummer waren und denen dann so hydrat waren, wie wenn das wirklich jetzt so im Film passieren darf. Im Schutz der Dunkelheit überquert ein Spähtrupp der Orks den Anduin, um unsere Welt aufs Neue in die Dunkelheit zu stürzen. Der Angriff der Orks beginnt um Mitternacht. Wie ein Dolch stoßen sie in das Herz von Osgiliath vor. Den tödlichsten aller Angriffe soll eine Elitehorde führen, die am anderen Ufer lauert. Mit ihren Belagerungswerken werden sie Feuer auf die verhassten Waldläufer niederregnen lassen. Die Orks warten auf ein Zeichen ihrer Späher, um ihre Ziele zu markieren. Denn ihre dunklen Herzen wollen Osgiliath brennen sehen. Überfall auf Osgiliath. War ja quasi im Film auch, die hat ja auch maßlos überrennt worden. Aber jetzt werden sie halt noch einmal überrennt durch das. Also quasi, wir schlagen wir jetzt quasi zurück. Das Imperium schlägt zurück, wenn man so will. Bringt sie um und zündet das Leuchtfeuer an. Heute Nacht wird Osgiliath brennen. Forumsplatz. Ja, ich mache mal News rein, ich renn da mal durch, weil... Mach schon. Das ist übrigens der Usain Ork. Ja, der ist bekannt für seine 7000 km/h, was er rennen kann. Mach schon, ihr Hunde. Bewegung. Wir brauchen in den nördlichen Ruinen ein Signal. Da haben wir schon. Jungs. Lecken wir unsere Wunden. Ärger im Anmarsch. Haltet die Stellung, bis unsere Hauptleute hier sind. Sag mal, kommt mir das nur so vor, oder haben die Gurden nicht so eine tolle Rüstung oder so eine starke Rüstung, wie wir es mir haben? Die fallen da alle um wie Pflirn. Also wir haben wenigstens eine Eisenpanzerung. Aber die haben da absolut gar nichts. Das ist jetzt schon geschert, wir haben halt einfach auch Nazguls, gell? Aus der Basilika. Haltet sie von hier fern. Unsere Jungs müssen sich hier sammeln.
Ich fresse ihm da einfach einmal durch. Halte diese Störenfriede auf! Unsere Hauptleute kommen! Das Bad kommt aus der Basilika dort! Haltet sie von unserem Sammelpunkt fern! Er will mir mit dir halt einfach gnadenlos überlaufen. Können wir nicht stark aus oder aus ihrem Haus? Wir haben es geschafft! Unsere Pioniere haben den Rambock. Als los stürmen wir die Festung. Oh, jetzt sehr Saurons Mundspellen, perfekt. Seht unsere Macht. Ihr könnt nicht gewinnen. Ja, jetzt nimmer. Ich glaube, dass Sauron wieder erstarkt ist. Aufschließen, wir müssen darüber. Blitze! Da sammeln wir uns, ihr Maden. So, wir müssen da Viere da noch, Richtung Minas Tirith dann quasi. Du erst sofort auf meine Orks zum Schießen. Hey, hallo Sie! Bewegung, ihr Maden. Die Ramme ist mehr wert als eure Schädel. Habe ich dir die Bandel gerammt? Alles fit bei dir. Der ist anders broken, der Typ. Das ist ja witzig, wenn da einer allein steht. Da legen wir da mal ein Feuer, meine ich, hä? Die sind verzweifelt versuchen, die ganze Welle jetzt so aufzuhalten. Das Tor ist da vorne! Lol. Sie dürfen die Ramme nicht kriegen. Bringt sie in Stellung. Hast du mir aufhören, mich mit deinem scheiß Hackebeil über den Haufen zum Werfen? Dankeschön. Aua. Ja. Was dann zum Stock schießen? Seid ihr Turnier oder wie? Schön, dass du Arbeitsverweigerung machst, gell? Hauptsache fressen wir narrisch, aber nichts arbeiten dafür. Perfekt. Da klang eh schon wieder. So, die sollten wir mal heilen. Magst du sterben? Ah, scheinbar nicht. Sterben, habe ich gesagt. Dankeschön. Gaudi halber? Sehr schön. Mein Papa hat das auch aber ganz lang da. Stockschießen. Bei uns im Verein. Wann gestern? Da, ich lege mal ein Feuer, da hat es ihn beschäftigt. Jungs, rein mit euch! Herr Faramir, mächtiger Prinz von Gondor! Gerade recht für unseren Schmorkopf! Was am Dumm? Auf, dann können wir Ja, Rost noch ein wenig. speisen. Oh, der Faramir ist quasi in dem Level unser Gegner. Aua.
Wieder in der Faramir. Aua, aua, aua. Ganz locker bleiben. Bald muss sich Faramir uns stellen. Ah, die überrennen wir schon, die Burschen. Ah, jetzt kommt der eh schon angeflogen, siehst du es doch. Osgiliath darf nicht fallen! Ja, wird's aber, das ist ja dein Problem. Mein Schwert will dein Blut. Schau mal, stopp mich dein Arsch. Haltet sie auf! Der Faramir ist hier. Faramir ist ein Fressen für die Geier, Jungs. Seine Hündchen laufen mit eingekniffenem Schwanz zur weißen Stadt. Ach so, das war's schon wieder. Ah, okay. Beleard gehört uns. Ah, stimmt, der Boromir lebt ja nicht mehr, ist ja logisch. Kann er ja gar nicht mehr. Der dunkle Herrscher muss zufrieden sein, dass die Stadt noch einmal unter den Stiefeln der Orks erzittert. Weder Faramir noch seine Männer werden verschont, doch die Menschen wussten um ihr Schicksal. Und so stoßen Saurons Heerscharen aufs Neue unbehelligt zum Herzen Gondors vor. In den Lagern Mordors zieht der dunkle Herrscher frische Legionen zusammen, um all jene, die es wagen, ihm zu trotzen, für alle Zeiten zu vernichten. Die Frage, wie es jetzt, wo ich mir stelle, das war eigentlich tatsächlich mal interessant, wenn der Sauron wirklich seinen Körper wieder zurückkriegt hätte, darf der trotzdem in seiner Burg schimmeln oder darf der auch aussiegen? Ich vermute mal, der da das ganze Land über ne? Da einmal drüber walzen, wo es gerade geht. Volle Brezen. Minas Tirith ist gefallen. Die Tore liegen in Trümmern und die unteren Mauern der Stadt werden überrannt. Während die Menschen Gondors noch verzweifelt kämpfen, schicken sich Saurons Horden an, die geschundene Stadt in Besitz zu nehmen. Und niemand kann sie aufhalten. Die Wachen der Zitadelle werden ihre Stadt bis zum letzten Atemzug verteidigen. Aber wie lange noch? Sie spüren das nahende Ende, denn die Dunkelheit droht alles zu verschlingen. Die Plünderung von Minas Tirith. Na gut, die war ja richtig in Mitleidenschaft gezogen nach dem Krieg auf die Pelennor-Felder. Also, ich glaube schon, dass diese Zeit dauert, bis das die wieder auf Vordermann kammert. Die Stadt muss auch vor Einbruch der Nacht brennen. Weil jetzt haben wir ja oben, ne? Wir waren ja vorher oben da unten irgendwo und jetzt haben wir ja schon, jetzt haben die Orks schon fast ganz oben. Das kommt ja im Film so gar nicht vor. Also die kommen gar nicht so weit. Glücklicherweise. So, servus, ich werde zum Durchwischen da. Hoppala. Ich auf den Innenhof alles ab. Aber das ist jetzt schon hart unfair, weil wir haben halt Trolle, ne? Und sie haben halt einfach gar nichts. Mir kommt es ja generell so vor, wie wenn die böse Kampagne einfacher war. Da oben gibt's gute Messerarbeit zu tun. In dem Innenhof. Troll geht her, wischt der mal nicht, passt schon.
Okay. In den Hof gehen und schau mal. Über die Brücke und in die Katakomben. Besuchen wir ihre toten Könige. Die Krone von Gondor. Bringt sie Ah, das hat er unserem mir. Meister. Machen wir mal aus Quamper der Magier spielen. Das kann aber ganz schön schnell laufen. Was gehen die Orks aus? Hey, was war denn jetzt das? Haben wir jetzt mal einer Troll über den Haufen gerannt oder was? Das habe ich vorher mit Legolas auch mal geholt. Ich bin einfach gelaufen und umgefallen. Und bringt sie dem Nazgul. Ah, die Krone müssen wir nicht mehr, gell? Wir haben die Krone, Jungs. Ich zähle die an. Lauft in den Norden der Stadt. Der Nazgul will diese Krone. Aber. Merci, Ork-Kumpane, dass du jetzt auch mal angreifst. Sehr schön. Der Nazgul ist im Norden der Stadt. Bringt ihm die Krone. Okay, wir haben da gerade ein organisatorisches Problem, wenn du mich fragst. Alter, du nervst ganz schön da mit deiner Fliegelhaum da. Merkst du das? Ah! Lauft in den Norden der Stadt. Ja, ich laufe jetzt in den Norden der Stadt. Was weil das ist mal was anderes. Ja, aber der Servus, grüß dich, ich bin ein wenig gewampert, ich bin nicht so schnell, los mich. Dankeschön. Bis auf einen sind alle unsere Krieger tot. Ja, Der Wurm hat die Krone verloren. Okay, ich bleib lieber beim Schwerkämpfer, die haben mit Abstand am Tank. Ich würde gerade sagen, wir sind den ganzen Weg wieder rennen, oder was? Ja, die Made hat sich selbst umgebracht. Wir haben einfach verloren. Ah ja, perfekt, alles klar, das ist ja zauberhaft gelaufen. Sehr gut, man kann also auch keine Abkürzung nicht nehmen, perfekt. Gut, dann spielen wir es halt nochmal, weil warum nicht? Das hat er jetzt... Zuhören, ihr Maden! Die Stadt muss auch vor Einbruch der Nacht brennen. Also ab zum nächsten Ring. Ihr seid noch nicht fertig. So. Das war ja nicht schwer. Also, dass meine Verbündeten immer so lang brauchen müssen, das ist schon echt eine Kunst. Es war aber auf der anderen Seite auch schon das Gleiche. Ich will diesen Innenhof. Entweder ihn oder alle.
So. So, Hack ins Gesicht geworfen, passt ihm schon. Jo, passt schon mal, Grammer. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stockschießen. Haben wir ja das perfekte Video dafür. Und merci, dass du reingeschaut hast. Da Troll, rennen wir mal zusammen dahinter. Genau, so ist er halt dafür. Wir sind fast oben. Hör du dein Blocken auf. Hey, check's halt nicht. Ich greife den Gegner schon an. Und während ich den Gegner angreife, kann er einfach aus meiner Kombi kann er seine eigene machen. Das ist. Weiß ich nicht. Check ich nicht so ganz. Das ist die Krone von Gondor. Bringt sie unserem Meister. Okay, wo kommst du jetzt her? Hey, warum kann ich mich jetzt wieder nicht rühren? Ich verstehe das nicht. Ich kann mich teilweise echt sekundenlang nicht bewegen. So. Lauf in den Norden der Stadt. Der Nazgul will diese Krone. Im Norden der Stadt. Bringt ihr die Krone. So, laufe ich schon mal voran, weil da haben wir ja vorher eben verreckt. Für den dunklen Herrscher-Besitz. Wir sind fast da, ihr Mörder. Die Treppen rauf mit euch. Eure Männer sind verletzt. Wir brauchen den dunklen Herrscher. Muss nicht, also ich muss da hinter, okay. Zu der Treppe, wo wir herkamen. Ah, das ist der Thronsaal, oder? Na. Jetzt sind wir wieder da. Noch ein Tor zwischen uns und dem obersten Ring. Hä, aber von Sie da... haben den Weg zum Tor versperrt. Bahne unserer Ramme einen Weg, du Made.
Achso, wir haben von weiter. Okay, ja, ich verstehe schon. Aber Vernichte alles, was den Weg der Rabe kreuzt. ach, da kommen die her. Gut, an den kann ich gehen. Ach, da unten ist noch einer, oder? Da ist sie, passt. Vernichte alles, was den Weg der Rabe kreuzt. Das letzte Tor ist offen. Alle nach oben. Verbrenne den weißen Baum. Wächst ein kranker weißer Baum. Oh, das darf ich mit Saruman machen. Brennen sehen. Ja, das haben ein paar. Hübsches Bäumchen, hm? Verbrennt es! Alter! Zünde diesen hässlichen Baum an! Brennt alles nieder! Der brennt aber gut. Zünden wir diesen Oh. verdammten weißen Baum an! So, hieß er durch. Erobere den Thronsaal. Zum Thronsaal! Meister Sauron will diesen Thron! Macht mit den Wachen kurzen Prozess! Erobert den Thronsaal! Sie Steh schon brauchen da. ihn nicht mehr! Okay, und schau. Minas Tirith gehört uns! Und der Saruman darf jetzt auf dem Thron sitzen, oder was? Minas Tirith, die weiße Stadt brennt. Die Tore sind zerschmettert, die unteren Ringe der Stadt verloren. So, In den Delrond jetzt. Hallen der toten Könige Gondors bis hinauf zum weißen Baum hat die Dunkelheit Einzug gehalten. Orks tafeln nun in Ectelions Turm
und entehren den einstigen Ach, der König Furzenbärt. und sein Volk. Und so stirbt Minas Tirith, die weiße Stadt, und mit ihr die letzte Hoffnung der Menschen. Der Krieg muss weitergehen, aber wir haben eine schwere Wunde davongetragen. Jetzt kommen, wenn mich nicht alles täuscht, noch... Jetzt pass auf, Moria müsste jetzt kommen. Ja genau, jetzt kommt Moria, da müsste Wetterspitze. Und das Auenland. Ich glaube, die drei haben wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Auf ihrem unaufhaltsamen Marsch müssen die Armeen Mordors nun die Minen Morias durchqueren. Hier in den Minen rüstet sich Gimli zu seiner letzten Schlacht. Doch ihm und den anderen Überlebenden bleibt keine Zeit, sich zu verschanzen. Auch heute noch ist Moria ein gefährlicher Ort für all jene, die es wagen, seine Tore zu durchschreiten. Sauron, der um die dunkelsten Geheimnisse Morias weiß, hat seine Armee mit einem grausamen Ritual gestärkt. Um des Zwerges und seiner Gefährten willen müssen wir hoffen, dass die Macht des dunklen Herrschers noch nicht ausreicht, um einen Balrog von Morgoth zu rufen. Boah, Leck, stimmt, man kann ja auch als Balrog spielen. Stimmt. Das glaube ich kommt auch in die Birkel vor, dass Moria zurückerobert wird. Oder beziehungsweise in irgendeinem Birkel. Wir haben den Balrog-Altar gebaut. Aber wir brauchen magische Steine, um dieses tote Ding zurückzuholen. Also ab in die Minen mit euch. Jagen wir alle Störenfriede aus den Minen. Wir müssen uns irgendwo ausruhen. Ah ja, alles klar, perfekt. So hat super funktioniert. Aber mal eine in den Haufen. Kommt schon, Jungs! Schlägt eure faulen Knochen in die Minen und besetzt sie! Gibt's eigentlich Ork-Weiberl? Alter, der holt bei Rundschiffe aus dem Busch. Nehmt diese verdammten Minen! Und zwar schnell, ihr Würmer! Vor allem, was mich gerade wundert, wie käme ein Gondorianer noch Moria? Seid ihr blöd oder einfach nur faul? Besetzt diese Minen! Schnell! Nehmt diese verdammten Minen! Und zwar schnell, ihr Würmer! Ja, da ja gern, aber da können wir nur bei 7 Millionen Gegner gleichzeitig. Hat aber die Mister von irgendwo daherkommen, oder? Das gibt's ja nicht. Ah, jetzt fangen sie auch abzunehmen. Kommt schon, Jungs! Schlägt eure faulen Knochen in die Minen und besetzt sie! In der Lore glaube ich nicht, da haben sie ja gefallene Elben, aber oder so, und der Uruk-hai sind Künste vom Saruman. Okay, also es gibt keine Elbenweibchen, keine Orkweibchen. Schade eigentlich. Hätte nur morgen, weil bei WoW, glaube ich, gibt es ja die schon, oder? Ich muss euch wohl nur genug treten, damit ihr macht, was ich sage.
Hauptmann hat einen Funkelstein. Der Meister will, dass wir das Dämonending zurückholen. Wo ist ein Funkelstein? Mit Funkelstein kann man Togekiss zu Togebier entwickeln. Togetick zu Togekiss entwickeln, so würde ich sagen. Er blutet. Also stecht ihn ab und bringt mir seinen Stein. Der Held der Steine quasi, ja, perfekt. Oh, bitte, lasst's mich halt wenigstens laufen. Weißt du, ist jetzt eh recht, wenn es mir nicht zuhauen lässt. Aber laufen lassen gibt's mir aber den erst lassen. Grotzratz dabei, aua. Habt ihr Angst vor diesem Zinnsoldaten und seinem Funkelstein? Schlitzt ihn auf! Weißt, jetzt heile mich so schön voll und dann kommt wieder so ein Aluhutträger wie du daher, der wo mir dann meine ganze Gesundheit, die ich mir kalt hat, mit Mühe und Not, wieder alles kaputt macht. Fällt diesen Hauptmann und bringt mir seinen Funkelstein. Ich muss einmal an den Glatzkopf da weg vorbeikommen. Dann kann ich mich um den Hauptmann kümmern. Vernichte 20 Gondorianer. Wir brauchen 2 Funkelsteine für diesen Zauber. Ist das der Ernst? Gut gemacht. Er blutet wie ein Schwein. Und die Steine, bevor er dreckig wird. Der Meister sagt, wir müssen einige Menschen fällen, um den Funkelstein aufzuladen, bevor wir ihn zum Altar bringen. Worauf wartet ihr noch? Wie viel der Bursch blockt, Wahnsinn. Vorwärts, ihr Maden! Stecht diese Schwächlinge ab! Sollen wir mal automatisch die Macht von dem Balrog, oder was? Weiter so, Jungs! Ihr seid noch nicht fertig! Der Meister ist zufrieden. Der Stein ist aufgeladen. Wir sind noch nicht fertig. Bringt den Stein zum Altar. Sucht nach Steinen. So. Der Meister braucht mehr, um den Flammendämon zurückzuholen. Hört zu, ihr Mann. Das da ist dann jetzt wieder irgendein Zwergengrab. Erweisen wir ihm die letzte Ehre. Ist das nicht Balins Grab da drin? Bringt eine Balliste. Schießt die Gruft auf. Ja, so ein Heiler da die jetzt auch mal brauchen. Brecht diese alte Gruft auf. Spiele als Troll. Oha. Ah, scheiß auf Ballisten. Du geh mit dem Troll rein. Sogar Tote. Werfen wir noch einen Blick auf das Grab. Ich habe ein paar letzte Worte für ihn. Hol uns ab, dämliche
Ich hab's Schlag. Jungs, der Magier dort hat noch einen Funkelstein. Holt ihn euch. Der Funkelstein hält ihn am Leben. Nehmt ihn ihm ab. Wer hat einen Funkelstein? Andi, habe ich dir, grüß dich gut. Wolleck. Drop mir das Ding. Wer den Hauptmann absticht, kriegt den Stein. Bis ich ihn mir hole. Oh shit. Aber cool, mal mit Troll zum Spielen. Ah ne, ist fit bei dir. Der Stein heilt ihn. Sticht ihn ab. Schnell. Es wird jetzt gar nicht so einfach den ab zum Stechen und erst recht nicht, wenn mir jetzt beständig irgendwer mit seinem scheiß Hockbeil vor die Füße hält. Der Funkelstein hält ihn am Leben. Nehmt ihn ihm ab. Oh, das ist ein wenig lästig. Wir brauchen den Stein für unseren Zauber. Er ist tot. Jetzt hilft ihm der Vogelstein auch nichts mehr. Nochmal, Jungs. Die magischen Steine brauchen ihre Macht. Erschlagt mehr Menschen. So. Lese ich gleich mal wieder. Erledigt dieses Schwein. Alle Macht dem Stein. So, da müssen wir noch irgendwo mehr Feinde finden. Vielleicht haben wir da oben wieder mehr. Ah. Lasst noch ein paar von ihnen bluten, ihr Maden. Ich würde gerade sagen, da sollte ich vielleicht die Gonzalo hingehen, weil sonst... So 25 Gondorianer töten, das zirkt sich ganz schön. Der Stein ist durstig. Lasst nicht nach, ihr Maden. Schauen wir da in die große Halle, weil da müssen ja dann theoretisch auch noch Gegner sein, oder? Ah, schau hin. Ganze Metern. Au. Von ihnen bluten, ihr Maden.
Wir haben genug erschlagen, um den Funkenstein aufzuladen. Bringt den letzten Stein zum Altar. Danach können wir den Balrog in diese Welt zurückholen. Und jetzt sind wir aus Balrog später los. Der Balrog erwacht zum Leben. Der Zwerg denkt also, er hat hier das Sagen. Schickt ihn zu seinen Vätern. Geil, wir können uns Balrog spielen. Ihr sollt nicht mit ihm tatzen. Steigt ihn ab. Er ist nur ein Zwerg. Wer wagt es, meine Heimat zu entehren? Schon geil. Dreht den Zwerg den Hals um. Ich mach mir aus seinem Schädel einen Kelch. Und er irgendwelche Spezialfähigkeiten? Kasat Aimenu. Ja, genau, wie er immer. Habt ihr Angst vor einem stinkenden Zwerg? Er ist nicht mal groß genug für einen Sumpftopf. Gut, Gimli ist am Arsch. Das war aber auch klar, wie ein Balrog. Wohl nicht gefallen in seinem Grab. Genau ist es aber nicht erklärt und Tolkien selbst hat sich nie eindeutig dazu geäußert. Gibt nur in den Bücherstellen, die mehrere Vermutungen zulassen, dass Orks Elbenmenschen Mischwesen sind, mit den niederen Maier gekreuzt werden. Gefallene Maier, der aus Durins Fluch über Mittelerde. Und wie einst sein Volk, Okay. brach die Kreatur auch Gimli und alle, die ihm in die Dunkelheit der Minen gefolgt waren. Seitdem ist Moria Ja, stimmt, nach dem Urlaub mit der 3-Tage-Woche starten, das ist natürlich der Jackpot dann, gell? Dann brauchst du nicht ganz so viel Erholung nach dem Urlaub. Ist zurückgewinnen. Bei mir passt alles soweit. Wir werden jetzt das Herr der Ringe Spiel noch durchziehen. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei Missionen, das ist jetzt quasi die Wetterspitze noch und dann, glaube ich, kommt noch das Auenland und dann haben wir komplett fertig mit dem Spiel. Also nicht, dass die wundert, wir spielen jetzt quasi gerade eine böse Kampagne, also eine Was wäre wenn Geschichte. Bruchtal kommt noch, also wir haben noch der nur 2. Ist quasi eine Was wäre wenn Geschichte, wenn dann Sauron seine Herrscher quasi die Kriege gewinnen dann. Oder wo es das passieren, wenn beim letzten Gefecht der Sauron seinen Ring zurückkriegt. Die Armeen des Westens bereiten sich in den Ruinen der Wetterspitze auf ihre letzte Schlacht vor. Hier feierte vor langer Zeit der Hexenkönig einen schrecklichen Sieg. Damals, als die nördlichen Armeen der Menschen zermalmt und der Turm von Amon-Sul zerschmettert wurden. Nun wird der verwitterte Fels dieses Ortes Zeuge einer letzten verzweifelten Schlacht. Denn es gibt kein Entkommen vor den anstürmenden Armeen der Dunkelheit. So. Gleich spätzt mir wieder aus Bogenschütze. Das ist euer Ziel, Jungs. Weg damit! So, das ist einfach die Rüstkammer kaputt machen, okay. Okay, wo es auch immer das jetzt wieder war. Okay, ich lass es mit den Bogenschützen. Die Bogenschützen, das haut irgendwie nicht hin. Achso, ich hab da einen Face-Angriff abgekriegt. Das ist schon hier, okay. Gut, dann hackst du mir die Rüstkammer halt auf.
Da laufen sogar Muma-Kills umeinander. Ents, alles verbündet sich gerade gegen uns. Worauf wartet ihr noch? Zerstört es! Okay, war jetzt nicht so die schlaue Idee. Wie kannst du Combo schießen, wenn du doch am Boden liegst? Das selbst will ich nicht verstehen. Herzlichen Glückwunsch. Na, aber daheim, das Problem ist halt, dass ich ein einziger Freundeskreis bin, der weder Kinder noch Freundin hat. Dementsprechend hat so gut wie nie einer von den beiden Zeit, außerdem habe ich keinen in der Nähe, der auf meine Flauschknädel. Was für Flauschknädel? Ich glaube, da haben wir schon mal geredet. Hund? Bin mir jetzt nicht sicher. Please forgive me. So, jetzt stopfe ich da einfach mal aus. Katzen, ja genau, stimmt sowas. Jetzt hat aber der Spaß ein Loch, gell? Jetzt komme ich nämlich daher. Als Master-Troll. Wo er schon mal die Balliste da kaputt macht. Ja, Ruhe ist jetzt mit Katapult. Und das da oben auch gleich kaputt. So, da hinten ist noch ein Rüstkammer, meine ich. Ich nenne meine Katzen liebevoll Nervbotzen. Oder Kuschelgnädel. So, ich hau ihn zum Mus. Das ist euer Ziel, Jungs. Weg damit! Oh, Troll gegen Ent. Wir sind fast am Ende, Jungs. Stürmt den Vorposten dort. Und dann gebt ihnen den Rest. So. Nein, das sind so wie das, alles auch das. Ja, das ist der einzige Nachteil bei Hasal. Die sind eigentlich, per se warten es Kuscheltiere, aber die finden das alles andere als lustig, wenn du die da zum Kuscheln verdonnerst. Mögen dann relativ schnell wieder weg. Hauptsächlich Nervbotzen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die oftmals dann am ungünstigsten Zeitpunkt daherkommen, das was mengen, dass jetzt gerade Streicheleinheiten wollen oder so. Ich will diesen Vorposten hier. Da muss ich einen Maiko bei bewundern, wenn der gerade voll am Streamen ist und voll im Fokus ist und auf einmal kommt Sox oder der Leo daher zum Schmusen oder so. Wir haben den Vorposten. Aber wir kriegen Besuch, Jungs. So, müssen wir da um. Alle Hauptleute Gondors nieder. Warum steht da der Mumakil da hinten so ganz verlassen umeinander? Ah. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Erteilt diesen hässlichen Hauptleuten eine Lektion.
Alter, der geht ja anders ab. So, wieder eine Woche weniger. Ich bin froh, dass ich meine 4 Pensionisten habe. Ja, am Ende des Tages ist mir immer froh, wenn nicht mehr da ist. Also ich kann es mir jetzt ohne auch gar nicht mehr vorstellen. Oder nicht vorstellen, weil die sind nicht für immer da, ist auch klar. Aber sie bringen einfach Leben in Bude. Und beim Andi verstehe ich das total, oder auch bei dir, bei auch. Wenn quasi, wenn man generell allein im Haus ist sozusagen, oder in der Wohnung. Aber hat mir der jetzt einfach... Perfekt. War nicht so eine schlaue Idee. So, warte mal, wo ist da der... Ach, da steht er. Nein, der ist nicht. Warte mal, da ist doch irgendwo ein Olifant umeinander gestanden. Einfach so regungslos. Warum habe ich jetzt eigentlich einen Magier? Geh jetzt einfach mal da, wo die ganzen anderen lernen. Diesen hässlichen Raubleuten eine Lektion. Okay, der ist hier. Luna wirft sie mittendrin auf die Maus, frei auf Tastatur, Lilly blockiert mir das. So kollektiv verhindern, dass du zockst. Erschlagt ihre Hauptleute. Okay, warum läuft's? Hauptleute zu Fall. So, wieder Hauptwache weniger. Haben die jetzt unterhalb? Ah, die haben unterhalb, okay. Die stehen da hinten. Erteilt diesen hässlichen Hauptleuten eine Lektion. So, jetzt müssen wir eigentlich ohne haben, oder? Ihre Hauptleute sind Geschichte. Bring Aragorn zu Fall. Ist das da auf dem Wachturm König Aragorn? Holt ihn euch! Bringt ihn zu Fall! Kann nicht ganz so einfach werden jetzt. Na gut, dann gehen wir halt einmal kollektiv da auf und hauen einen Aragorn aus die Schuhe. Ich habe ein Schutzschild, jetzt Schutzschild oder so. Zeigt keine Furcht!
Warum bin ich jetzt eigentlich schon wieder allein? sterben durch unsere Klingen. Gut, das war klar, dass ich das mit dem jetzt eher nicht schaffe. Ah, dann kann man mit dem Speer drauf. Können wir unsichtbar machen. Beziehungsweise müssen wir noch warten. Dann kann man Sneaky Peaky einfach von hinten anstehen. Herrschaft endet heute. Du gehörst mir! Hat's schon. Perfekt. Aragorn ist gefallen. Jetzt wird der dunkle Meister über uns alle herrschen. Aragorn, Isildurs Erbe und König aller freien Völker, fiel als letzter. Unsere letzte und größte Hoffnung auf den Sieg wurde am Ende von denselben Kreaturen niedergeworfen, die einst seinen Vater erschlagen hatten. Nun schwellen die Armeen des dunklen Herrschers zu einer hasserfüllten Woge der Bosheit an, die alles verschlingen wird. Das war jetzt doppelter Mumpitz. Meine legen Sie ja liebend gerne Fernbedienung und Handy. Wenn dann ein Video aus ist, brauche ich nur unter so ganz zärtlich oben auf den Katzenrücken draufdrucken, so, weißt du, so, dass das Video wieder weiterläuft. Ja, das kann mir tatsächlich eher nicht passieren, weil die unseren haben entweder im Freigehege draußen oder halt im Gehege oben in der Wohnung. Bruchtal ist nur noch eine Insel, die von wütenden Stürmen umtost wird. Hier haben sich die letzten Elben Mittelerdes noch einmal um mich geschart. Wenn die Elben die hereinbrechende Flut nicht aufhalten, kann nichts mehr die nahende Dunkelheit abwenden. Wir müssen unsere Unsterblichkeit opfern für die Überlebenden Mittelerdes. Ja, wir haben jetzt den Bruchtal. Der Fall von Bruchtal tatsächlich. Okay, das machen wir jetzt tatsächlich als Uruk-hai. Wir müssen uns sammeln. Schnell! Erober den Bereich hinter dem Tor! Ist das zeitlich vor oder nach der Herr der Ringe-Filme? Das ist eine Was-wäre-wenn-Geschichte, die quasi dann angeht, wo es quasi im Endeffekt am Frodo, in der Schlacht, wo es am Frodo Zeit verschafft vermengen, dass er einen Ring vernichtet. Der setzt ja einen Ring auf, quasi, weil er ja dann langsam durchtrat. Und das ist sozusagen mehr oder weniger der Auslöser dafür, dass halt die Nazgul schaffen, ihm den Ring abzuknöpfen. Also das passiert nicht wirklich, das ist halt nur so, wo es Daten passieren, wenn das so gewesen war. Aber klar, und dann, wenn es halt der Sauron irgendwie schafft, wieder an seinen Ring zu kommen, soll halt ungefähr das passieren. Schlagt sie in die Flucht, ihr Maden! Wir brauchen dieses Gebiet! Aber das da jetzt halt rein theoretisch zeitlich noch die Filme spielen. Schau. Wir haben uns gleichzeitig gekillt. Das ist wichtig!
Was sind Uruk-hai und Elben? Das ist irgendwie so eine besondere Rivalität, meine ich, ha? Das ist einmal gut, wenn da mal einer erinnert steht, der wo Pfeile anblocken kann. Vorwärts, ihr Hunde! Nehmen wir den Elben ihr Land weg! Gutes Elbenwerk, ihr Maden! Das Gut. Gebiet gehört uns! So, Herren! Überquert den Fluss und besetzt das andere Ufer! Bewegung! Wir haben sie wütend gemacht! Ja, das war ja komisch, wenn nicht. Ah genau, ich schicke den Trollsepp, geht nur mit worden und du rammst da mal ein wenig auf. Da steht ja gerade Mutterseelen allein in dem Gebiet drin, das ist gut für mich. Über den Fluss! Besetzt das andere Ufer, ihr Maden! Da geht's ganz schön zu, ey. Aber noch sind wir nicht fertig! Holt euch das Ding! Ah, Ihr habt es, ihr diebischen Ratten! hey, überbringe mal die Signalfackel, ich laufe einmal. Das Objekt wartet nur auf uns! So, ich hätte mich in Sicherheit bringen sollen, ja, okay. Der Glockenturm ist Schrott! Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr! Zerstöre die Aufzeichnungen der Elben. Der Meister verlangt, dass wir alle Erinnerungen an die Elben... Wir werden jetzt quasi Geschichtsbanausen, oder was? Ihre Aufzeichnungen. Gut, mit so wenig Energie war das gerade, also das da jetzt nicht mehr schaffe. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wenn man in dem Level, glaube ich, spielen wir dann sogar als Sauron. Vorwärts! Ihr schlaucht ja gleich ein, ihr Maden! Die Aufzeichnungen der Elben warten! Der dunkle Herrscher will die Aufzeichnungen der Elben zerstören.
Wo haben da eigentlich schon wieder die ganzen Verbündeten von mir? Wo laufen die rum? Machen die Urlaub, haben die Brotzeit oder wie schaut's da aus? Ah, der geht zu mir, okay. Der Kind, bringt sie das nicht hier, einen einzigen Bogenschützen-Hobs zum Nehmen? Ist das so schwer für euch? Tilgen wir die Elben aus der Geschichte, ihr Mann. Oh je, das könnte wieder nervig werden. Vor allem, ich muss halt einfach nur drei Regale zerstören. Will die Aufzeichnungen der Elben zerstören. So, jetzt müssen wir das Regal anzünden, damit nichts mehr passiert jetzt da. Ist das da, geht also einfach. Ja, wir haben noch mal durch. So, auf über den ersten Stock. Tilgen wir die Elben aus der Geschichte, ihr Mann. Keine Ahnung, was das war. Wir haben nicht mehr viele Krieger. Ich stehe halt, dann schaut mich, ich bin da allein und da haben 10 Gegner um mich herum. Wo haben da die ganze Zeit meine Verbündeten? Das gibt's eigentlich gar nicht, oder? Vor allem, warum spawn ich aber da ja rund am Arsch der Welt? Mittagspause, ja, die haben wahrscheinlich wirklich in der Mittagspause, die haben keinen Bock mehr. Vorwärts, ihr schlaft ja gleich ein, ihr Maden. Da, ich bin eine Sekunden da, oder 5 Sekunden und mache einen End kaputt. Und die kämpfen da 8 Stunden auf den. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Aufzeichnungen der Elben sind zerstört und mit ihnen ihre Geschichte. Ja, Nur Gott sei die Dank. Orks werden bleiben. Endlich zeigt Elrond, der Elbenkönig, sein feiges Gesicht. Bringt ihn zu Fall! Ach, da ist er ja schon. Schnappt euch Elrond! Tot dem
Elbenkönig. Okay, kann mich keine Sekunden nicht hinstellen, ohne dass... Okay, der Elrond ist hier. Elrond hat seinen Ring der Macht verloren. Holt ihn und bringt ihn zum Tor. Ja, Der König ist schwer verletzt, aber ich finde ihn nicht. Das wird dem Dunkelherrscher nicht gefallen. Bringt den Elbenring zum Tor. Der Meister verlangt ihn. Ihr habt es, ihr diebischen Ratten. Ah, das gibt... Boah, das kann doch nicht wahr sein, oder? Du gehst keinen Meter weit, ohne dass du sofort aufgehalten bist. Das... Oh. Jetzt bin ich schon wieder fast hier, da ist ja eigentlich noch gar nichts da. Ihr habt es, ihr diebischen Ratten. Bringt den Elbenring zum Tor. Der Meister verlangt ihn. So. Und wie schaut er da jetzt hergeben, ohne da jetzt noch verreckt auf den letzten Meter? Ah! Sie können sich nirgends verstecken. Erobert das Flusshaus, ihr Hunde. Der Meister ist zufrieden. Endlich hat er den letzten Elbenring der Macht. So, jetzt habt ihr aber richtig Arschkacken, gell? So als komplett overpowerte Kreatur durch Gegend rennen ist es auch nicht einmal so ohne. Uns ihr kleines Flusshaus. Mal sehen, wo sie sich verstecken. Und das Krasse ist, der macht einfach so Druckwelle. Da wirft die Gegner alle nach hinten. Das Flusshaus ist jetzt ein Orkhaus. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Findet diesen Elben. Hä? Haben wir nicht den Elrond schon besiegt? Holt euch den Elbenkönig. Macht ein Ende mit diesen Elben. Legolas und den Elrond quasi besiegen.
Die können doch einfach absolut nichts ausrichten. Da kommen sie! Der Feind kommt über uns! Fällt diesen widerlichen Legolas! Los! Schnappt euch Elrond! Tot den Elbenkönig! Lichtet ihre Reihen! Ich bin getroffen! Ihr seid ein elender Haufen! Ich hab gerade einen Elrond kaputt gemacht. Der dunkle Herrscher wird erfreut sein! Ich stehe direkt vor dir. Der König ist tot! Ich bin Legolas! Habt ihr Angst vor dem Elben? Seid ihr bereit zu sterben? Ja, eher nicht. Ausgeburt des Bösen! Okay, sie haben es geschafft, den Sauron zu besiegen. Perfekt. Dieser Elb muss sterben! Macht schon! Ich werde dir zeigen, was Mut bedeutet. Okay, das hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss aber nochmal probieren. Wir werden bedrängt. Woher weiß denn der, wo ich... Ich mach mich unsichtbar und er weiß aber, dass ich komme. Jetzt darf er aber schon langsam durch und sterben, weil jetzt wird es dann schon die Stadt ein bisschen eng. Ich bin Legolas! Habt ihr Angst vor dem Elben? Du wirst meinem Zorn nicht widerstehen. Ich glaub's auch schon gleich. Aber das gibt's doch nicht! Jetzt gehen die Kämpfer aus! Oh, jetzt wird's aber hinterher befahren, gell? Sie sind so voller Zorn. Geht doch! Der widerliche Legolas ist tot! Und der hat sich ja noch ganz schick gewehrt, der Teufel, der. So. Eine Mission haben wir noch, Freunde. Mein Volk konnte die Orkhorden nicht bezwingen. Nur eine Handvoll Elben hatten überlebt. Ich war einer von ihnen. Nur noch die gütigsten und reinsten Wesen Mittelerdes sind noch nicht geschwunden. Doch nun droht der Schatten des dunklen Herrschers auch sie zu verschlingen. Das Auenland. Auenland ist die letzte Mission. Ist ja eigentlich nur noch einer aus der Ringgemeinschaft jetzt übrig. Nun droht die eiserne Faust des dunklen Herrschers auch das Auenland zu zerquetschen. Es gibt kein Entkommen für die Halblinge vor dem Krieg, der nun ihre Grenzen erreicht.
Die letzten freien Menschen eilen ihnen zwar zu Hilfe, doch der Feind ist übermächtig. Wargreiter und mächtige Kriegsbestien sammeln sich zum Angriff und niemand vermag ihnen zu widerstehen. Vielleicht kommt der dunkle Herrscher selbst, um sich an seinem Triumph zu weiden. Und vielleicht können wir unser Leben dann mit Gandalfs Hilfe so teuer wie möglich verkaufen. Verzweifelt führt Baumbart daraufhin die Ents auf ihren letzten Marsch. Gemeinsam können Ents und Halblinge dem Feind Einhalt gebieten. Aber wie lange? Die Zerstörung vom Auenland. Diese Bauern denken, in ihren kleinen Hütten sind sie sicher. Brennt ihre Grashäuschen nieder! Okay, die Hobbits halten nicht ganz so viel aus. Auenland. Lasst keinen Stein auf dem anderen! Ja, schon mit den Hitnots hinten. Oh. Ja, okay, natürlich ist da gleich der Endzeptor, der wo das gleich mal verteidigt. Zeigt nix. Ich zeig immer noch nix. Zerstört alle Hobbithöhlen! War keine Ahnung, wo sie einer das bringt, wenn man Hobbithöhlen zerstört, aber... Okay, wieder eine Hobbithöhle weniger. Sie brechen wie Feuerholz! Da vorne sind noch mehr Hütten! Brennt alles nieder! Irgendwie tut man da endlich nichts, merke es. Okay, doch. Okay, es ist fein. Zerstört alle Hobbithöhlen! Aber wer wird mir denn doch ständig vor die Füße sein? Das ist so nervig. Vernichtet das Auenland! Lasst keinen Stein auf dem anderen! Nur ein paar jämmerliche Hobbithöhlen stehen noch! Hä, was? Brennt alles nieder! Du wenn's einmal liegst, kommst du nicht mehr auf First. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. So. Keine Halblinge mehr!
Sie hatten hübsche Häuser, jetzt sind es Gräber. Das ist Baumbart. Er wird uns nicht stören. Bring Baumbart zu Fall. Kleinholz aus ihm. Oh, der wieder aus Balrog spielen. Perfekt. Bringt dieses bärtige Bombding zu Fall. Es will immer noch kämpfen. Na klar, ich meine, das letzte, was du im Auenland haben willst, ist ein Balrog. Ja. Ein kleiner Rutzer da herum. Was möchtest denn du überhaupt? Ganz langsam einmal dann. Hier ist das Holz! Zündet ihn an! Perfekt. Find den Anführer der Ents! Hä? Der One-Shottet mich quasi auch? Baumbart ist nur noch ein Haufen Brennholz und Asche. Er wird das Auenland nicht mehr beschützen. Tod allen stinkenden Halblingen! Irgendwie schade im Blutrünstig, dass wir Hobbits umbringen. Saruman sagte, lasst keinen Halbling am Leben. 50 Hobbits. Holt sie euch! Verschont niemanden! Mittelerde zerpimmeln, I hob Gerd, du geht heit vos Dabas 1 nun an der Stelle mit die Exploade an Olle Peter zum Vatergott und an Jesus Christ Superstar Aguade Reise im Himmel. Oder so ähnlich, Ivo Asio Annette. Was? Oder so, ich weiß ja auch nicht. Sie, merci dir für deinen Resub im 19. Monat. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wir haben Mittelerde fast komplett erobert. Jetzt geht nur noch das Auenland ab. Ja, die haben so klar, dass du mit einem Uruk sogar drüber schießt. Ja, Gott sei Dank. Saruman sagte, lasst keinen Halbling am Leben. Der arbeitslose Türsteher. Ja, der Sigi ist der arbeitslose Türsteher. Immer noch. Da steht's halt nicht einfach dumm in der Gegend umeinander, sondern zerpümmelt's einfach einmal die Hobbits. Das kann eigentlich nicht so schwer sein, oder? Holt sie euch! Verschont niemanden!
und allen stinkenden Halblingen! Ich hab gar nicht gewusst, dass es im Auenland so viele Halblinge gibt. Und das? Holt sie euch! Verschont niemanden! Wie darfst du nur wundern, oder was heißt, mir wundert es, dass da der Sam nicht als Gegner kommt. Beziehungsweise Mary und Pippin, weil die haben ja auch noch im Auenland. Beziehungsweise da ja dann nimmer. Da war das jetzt so schwer. Heute Abend gibt's Hobbit. Das ist also Gandalf der Frösche. Wieder mit ihm. Bringt dieses Schlachtfest zu Ende. Oh, Sauron gegen Gandalf. Holt euch den Zauberer. Uns hält nichts auf. Die Macht des Feindes wächst. Sich. Wir haben viel zu tun. Ist ja quasi der letzte Widerstand für den Sauron. Aber ihr werdet sterben wie alle anderen. Weiche nicht zurück, Brut Saurons. Ist tot! Das Auenland gehört uns! Ja. Und somit wahrscheinlich auch ganz Mittelerde. Dies ist das Ende dieses fröhlichen Volkes. Ihre Hobbithöhlen sind nun Gräber, ihre Bäume Brennholz. Und die wenigen Überlebenden wurden vom dunklen Herrscher versklavt. Nicht einmal Baumbart konnte den Orks am Ende trotzen. Er ist nun ein Leuchtfeuer, in dem die Leiber der gefallenen Halblinge brennen. Selbst der große Zauberer Gandalf konnte dem dunklen Herrscher nicht trotzen. Er ist gefallen und unwiederbringlich verloren. Sein Schicksal ist besiegelt. All jene, die nicht in diesem Krieg kämpften, werden nun seine letzten Opfer sein. Ihre Häuser werden brennen und die Zukunft ihrer Kinder wird auf Saurons grausamem Altar geopfert. Was bleibt, sind Tod und Verderben. Denn die Grausamkeit des dunklen Herrschers ist grenzenlos. Und am Ende wird nichts mehr sein. Denn nun hat das Böse alles Leben verschlungen und uns alle in die Dunkelheit gestürzt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Genau. Das war quasi Herr der Ringe, die Eroberung. Ein relativ kurzes Spiel, ein relativ simples Spiel, an und für sich. Also das ist jetzt nicht Mords die Geschichte dahinter, weil die Geschichte kennt man ja an und für sich. Aber ja, du kämpfst halt einfach in die sämtlichsten Schlachten umeinander, die wo halt aus den Filmen bekannt haben. Genau. War mir aber eigentlich nach dem letzten Stream schon klar, dass wir das relativ schnell durchhaben werden. Von daher, naja. Aber, auch wenn es ein Kurzprojekt war, ihr habt ja letztendlich dafür abgestimmt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn es halt nur, sage ich mal jetzt, 2 oder 1,5 Streams waren. Der letzte war ja deutlich kürzer als wie sonst. Genau. Aber alle sind tot. Und die an der Stelle, ja genau. Die sind jetzt alle hier. Wir haben jetzt quasi Mittelerde richtig zerschellert. Wenn man so will, ne? Genau.
Nein, wie gesagt, war das Spiel, man merkt halt, das ist aus 2008 oder 2009, keine Ahnung. Manche Mechaniken haben noch sehr, sehr hakelig. Wenn du halt zum Beispiel, das hat man oft gesehen, wenn du halt angegriffen wirst, kannst du gar nichts tun. Du kannst dich kontern, du kannst dich nicht wegbewegen, gar nichts. Du hängst halt mitten in der Animation fest. Und die Gegner können die halt relativ schnell rausdecken. Man kann das zwar umdrehen, ja, also gerade wenn du halt mit so einem Charakter spielst wie mit dem Sauron, dann kann der Gegner eigentlich schon fast gar nichts mehr tun. Aber an und für sich, es ist ein kurzes Spiel. Aber es erfüllt seinen Zweck. Hast du beide Szenarien gespielt oder bloß die Besen? Beide. Also wir haben quasi letztes Mal noch einen Ringkrieg gespielt oder angefangen. Heute haben wir einen Ringkrieg fertig gemacht und haben jetzt da die böse Kampagne komplett nachgeschoben. Genau, also so gesehen haben wir das Spiel ja so im vollen Umfang bis auf den Online-Modus, aber den gibt es ja nicht mehr. Der ist ja, die Server sind ja tot oder angeschalten worden, keine Ahnung. Genau, so haben wir das ganze Spiel jetzt eigentlich mitgenommen. So an und für sich. Genau. Also es gibt bessere Herr der Ringe-Spiele, sagen wir es so. Gerade die zur Auswahl gestanden haben, dort bei der Abstimmung, die Hand finde ich tatsächlich ein bisschen besser. Dafür haben aber die Spiele auch deutlich länger. Also gerade wenn ich halt mal überlege, der Krieg im Norden oder halt auch das dritte Zeitalter, das sind schon relativ lange Spiele. Relativ, also haben auch noch überschaubar, aber halt deutlich länger als wie jetzt die Eroberung. Die Eroberung haben über den Daumenbruch 8 oder 9 Missionen insgesamt, oder 10, los 10 Missionen sein. Und dann bist du mit dem Spiel fertig und da passiert eigentlich nichts. Es ist eigentlich immer dasselbe. Du bist in einem Szenario, haust Gegner zusammen und ja, mehr ist ja nicht. Eigentlich mehr so ein klassisches Hack and Slay, da das jetzt auch nicht nennen, aber es ist einfach nur Gegner umpimmeln. Mehr ist es nicht. So gesehen. Also wie gesagt, so von Mittelerde per se gibt es bessere Spiele, aber natürlich, ihr habt dafür gestimmt, also der haben wir da auch nichts weg, um Gottes Willen. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es zwischendrin ein wenig hakelig war. Aber man kann es einmal mitnehmen. Mich wundert tatsächlich, dass der YouTube-Sepp das nicht claimt. Also ich habe schon eine Warnung gekriegt, dass in 2 Ländern gesperrt ist, Russland und Belarus, aber es ist überall weltweit verfügbar und ich habe auch keinen Copyright-Claim nicht drauf und nichts, trotz der Filmszenen. Und was mir am allermehreren wundert, die Wort hat über 300 Aufrufe. Keine Ahnung, wie das geht, dass die Herr der Ringe Wort von die Eroberung, also die erste, das was wir letztes Mal geschwört haben, die hat über 300 Aufrufe, ich glaube 350 Aufrufe oder was die hat, ist mit Abstand die am meisten aufgerufene Wort auf meinem Kanal. Ich habe keine Ahnung warum, aber ja, ich wollte den gerade mal nur auf den Kopf werfen. Genau, so. Ich habe eigentlich ja vorher schon gesagt, dass ich bereits ein Nachfolgerprojekt habe für das jetzt. Und zwar wird das wieder ein Nuzlocke, weil wir haben ja, bevor ich quasi umgezogen bin, haben wir ja quasi mit einer Nuzlocke angefangen. Mit der wir aber nicht weiter. Also wir fangen mal quasi mit einem anderen Spiel an. Und zwar wird das für mich persönlich ein Projekt, das ist sozusagen mehr oder weniger ein bisschen so behauptet ein Seelenstrip ist für mich. Weil, vermutlich weil es bei Twitch Clips Germany war und Leute wie Dr. Freud sich sehr amüsiert haben. Was war bei Twitch Clips Germany? Ist halt von da ein Clip von mir erstellt worden, oder? Das weiß ich gar nicht. Wenn ja, darfst du gern einstellen. Clips aus dem Stream. Okay. Aber auf YouTube, mir wundert es ja eher auf YouTube, weißt du, weil das ist ja auf YouTube aufgerufen worden und nicht auf Twitch. Ich rede ja von der YouTube-Wort. Also ich habe nicht mehr gewusst, dass da ein Clip eingestellt worden ist, keine Ahnung. Genau, aber was ich sagen wollte, die nächste Nuzlocke wird für mich sozusagen ein bisschen ein Seelenstriptease, weil die ganz wenigen unter uns, die wo seit Anbeginn von meinem Twitch-Kanal mit dabei haben, die wissen, dass ich damals als Erstprojekt oder als eines der beiden Erstprojekte ein Nuzlocke gespielt habe, und zwar war das Pokémon Renegade Platinum. Da gibt es auch einen Clip von mir, der ist zwar jetzt nicht mehr in der Clips-Comp drin, aber da hat es einen Clip gegeben, wo halt quasi Dialga und Palkia einmal eingesetzt werden. Das ist aus diesem Projekt gewesen.
Und dieses Projekt ist quasi, oder dieser Hack ist sozusagen jetzt im neuen Gewand auf der Nintendo Switch verfügbar. Ja. Ich habe mir da letzte Woche ein bisschen gespielt damit und ich habe es tatsächlich geschafft, diese Mod, diesen Hack auf der Switch ans Laufen zu kriegen. Und zwar handelt es sich dabei um Pokémon Luminescent Platinum. Also das ist quasi jetzt ein Remake von Renegade Platinum. Ist aber praktisch gesagt der Hack von strahlender Diamant, sozusagen. Das Spiel ist optisch aufgehübscht worden, über die Switch-Standards hinaus. Es hat 60 Frames als Standard, also das ist für Switch bei absolut bahnbrechend. Es schaut optisch viel schöner aus. Und es kommt mit allen Sachen, die Renegade Platinum auch gehabt hat, und auch mit ein bisschen mehr dazu. Von daher wird das Projekt ganz was Besonderes für mich, weil das sozusagen auch ein Remake meines ersten Projekts wird und quasi die Leute an dieser Nuzlocke jetzt auch teilnehmen können, da die Community jetzt natürlich auch deutlich größer ist als wie damals. Also damals war da der Sigi dabei, weil er gerade im Chat ist, der Sai war dabei, der Day Zero war dabei und noch ein, zwei andere. Die haben das ein wenig mitgekriegt. Aber es wird verdammt cool werden. Es wird auch so werden, bevor jetzt die ersten denken, oh nein, das wird wieder so Drucker und wir kennen uns ja eigentlich überhaupt nicht aus. Das war bei der letzten Nuzlocke so gewesen. Wir machen das in dieser Nuzlocke diesmal ganz anders. Ich werde das diesmal ganz anders handeln, und zwar werde ich deutlich weniger kelken. Ich werde, glaube ich, gar nichts kelken. Im Vorfeld, wir werden nur improvisiert in die Trainer reingehen, in die Boss-Trainer. Also sprich, ich werde einfach spontan draus handeln. Das hat den zufolge, dass quasi während des Kampfes deutlich mehr passieren kann, weil ich weniger vorhersehen kann. Das hat viel mehr Auswirkungen oder ist dann für euch viel schöner anzuschauen und ist spannender, weil wenn ich nicht weiß, was passiert, dann müsst ihr auch spekulieren oder spekuliert ihr auch mit, was kann jetzt da kommen, kommt man da noch raus und so weiter und so fort. Das haben wir diesmal ganz fest vorgenommen, dass wir es weniger theoretisch machen, sondern einfach praktisch einrennen in das Viech. Und es wird an und für sich genauso laufen wie halt die anderen Nuzlocks auch. Ihr könnt Kanalpunkte investieren in Vorhersagen etc. pp. Ihr könnt da verlieren, ihr könnt da gewinnen. Das bleibt nach wie vor gleich. Das Regelset bleibt eigentlich auch gleich, bis auf 1, 2 Ausnahmen. Da kommen noch 1, 2 Regeln zusätzlich dazu zu dem Hack. Aber ansonsten werde ich das in der Nuzlocke dann so gestalten, dass es halt für euch deutlich schöner zum Anschauen ist und dass wir deutlich mehr Progress haben während dem Run. Weil es war halt im vergangenen Run so, dass ich teilweise eine halbe, 3-4 Stunden mit dem Berechnen verbracht habe, da wo ihr quasi faktisch gar nichts seht. Und das will ich nicht. Deswegen werden wir mir jetzt, wie gesagt, die Nuzlocke dann so gestalten, dass es halt viel mehr aktiver ist, dass ihr viel mehr seht, dass wir viel mehr sehen, dass wir auch Progress machen und dass natürlich auch ein wenig mehr passiert. Weil ich denke mir halt jetzt mittlerweile so, wo ist denn der Reiz an einer Nuzlocke, wenn man alles vorher berechnet, wo dann eigentlich nichts mehr schief gehen kann. Der Reiz an einer Nuzlocke ist doch einfach, wenn man spontan in einen Kampf eingeht und man halt dann schaut, wie weit man kommt. Oder wie weit es läuft. Oder wie weit es gut geht. So. Ich werd schon so machen, dass ich mir halt zumindest das gegnerische Team im Vorfeld einmal anschaue, damit ich halt ungefähr ein wenig zusammenwerfen kann, dann, wenn wir halt zum Beispiel jetzt in den ersten Arena-Leiter reingehen. Dass ich halt dann zumindest ein bisschen eine Richtung habe, wonach kann ich mich denn jetzt richten. Aber dann gehe ich auch nicht mehr her und sage, so, ich nehme jetzt die 6, jetzt rechnet man mal aus, was macht so und so viel Schaden. Das machen wir dann natürlich nicht mehr. Aber jetzt mal ein Beispiel, ja, der Gegner hat 6 Kleinsteins, ja, okay, dann nehme ich das und das und das Pokémon mit und dann schauen wir halt einmal, wie es läuft. Dann wird es schon besser gehen. Renegade Platinum, das waren noch Zeiten. Ja, das ist fast 4 Jahre her. Und quasi jetzt kommt sozusagen ein Remake dazu. Dank unfassbar schlauen Köpfen, dank unfassbar findigen Köpfen, die haben sich da hingesetzt und haben da einfach ein Remake gezaubert, sozusagen. Ja. Und da bin ich schon gespannt drauf. Also ich hab wie ich das ans Laufen gekriegt habe, bin ein paar Meter rumgerannt und holy fucking shit, das läuft so unfassbar geschmeidig. Es schaut optisch so stark gut aus. Ich habe noch nie ein Switch-Play gesehen, das was mit 60 Frames läuft. Ohne Scheiß. Also es schaut wirklich richtig gut aus. Und da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf, auf das eben eine Nuzlocke zu machen, da wo einfach ein wenig spannender und ansehnlicher ist dann auch. Sozusagen.
Aber das werden wir, wie gesagt, dann erst nächste Woche machen. Weil am Samstag ist ja der nächste Stream. Auch wieder um 10 Uhr. Da werden wir aber erst einmal mit Ding weiter. Mit No Rest for the Wicked. Oder vielleicht fangen wir am Samstag schon mit der Nuzlocke an. Ja, wobei, nein, ich habe No Rest for the Wicked angekündigt. Ich glaube, wir machen No Rest for the Wicked ganz normal, wie geplant, und fangen wir dann nächste Woche mit der Nuzlocke an. Ganz gemütlich. Das bringen wir hin. Aber wie gesagt, ich werde dann noch ein bisschen mehr dazu sagen, tatsächlich zu dem Hack, wenn wir halt anfangen damit. Es gibt halt einen Haufen Quality of Life Changes sozusagen. Also es ist halt unfassbar viel gemacht worden, dass der Spieler ein bisschen gemütlicher hat sozusagen. Und es ist aber alles da, damit man halt das Spiel vernünftig auslocken kann. Also wie zum Beispiel in-game kriegst du halt von Haus aus unendlich Sonderbonbons, dass du einfach das ganze Grinde nicht machen musst. Also du kannst einfach Sonderbonbons investieren und dann bist du auf Level Cap. Und dann haben sie auch wieder eingebaut, die Level Caps, damit du halt den Arena-Leiter nicht überleveln kannst. Also lauter so Zeug ist mit dabei. Also das kann man optional machen, muss man nicht, aber habe ich schon Bock drauf. Freue mich tatsächlich schon. Aber gut. Soweit dann dazu, was quasi das Nachfolgerprojekt wird. Genau. Mit den Spitznamen wird es auch so werden. Wir werden natürlich den Pokémon wieder entsprechend Spitznamen geben. Aber das werden wir dann nicht mehr noch wird sich dann nicht mehr nach ein Schema richten, mehr oder weniger, sondern das machen wir dann auch einfach spontan. Wir fangen mal irgendein Viecherl und das kriegt spontan vom Chat, von mir, einen Spitznamen. Was uns gerade einfällt. Aus was für einer Schiene auch immer. Natürlich die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel der Gutzufuß. Falls wir eine Pummelluft kriegen, nennen wir Gutzufuß. Wenn wir Enton fangen, nennen wir Sai-Ching. Ja? Wenn wir irgendein Viecherl fangen, wo so fette Schleifen hat, nennen wir es Marschall. Ja? Oder wenn wir irgendeine Fledermaus fangen, ein Zubat zum Beispiel, ja, dann ist es halt Wifi. Ja? Und das machen wir einfach ganz ungezwungen, ganz locker, ganz easy, einfach vor Ort. Das wird sozusagen ein spontan Nuzlocke. Ja? Es wird sozusagen ein spontan Nuzlocke. Wir lassen es auf uns zugehen, sowohl was Kämpfe angeht, als auch was Spitznamen angeht. Und dann werden wir schon irgendwie das regeln. Vor allem, weil das Spiel, das ist so du kannst den nicht so wirklich krass vorbereiten, weil, das ist auch eine Neuerung, jeder Boss-Trainer, also jeder Arenaleiter und alles dann, was einmal in der Top 4 ist, trifft eine Auswahl von 4 verschiedenen Teams und das ist random. Ne? Also jeder Boss-Trainer hat 4 verschiedene Teams und die KI entscheidet im Endeffekt per Zufall, was für ein Team kriegst du. Das heißt, das Spiel hat einen unfassbaren Wiederspielwert, weil jeder Run halt dann anders sein kann. Sozusagen. Also selbst wenn ich jetzt da vorhersehen und vorherrechnen darf, ja, jetzt das und das Pokémon sitzt ja, ja, dann kann es aber sein, dass ich meine ganze Kalkulation in meinen Haufen werfen müsste, weil der mit einem ganz anderen Team daherkommt. So, und das weißt du vorher nicht. Und das macht, glaube ich, den Reiz aus dem Hack, dass man eben da wirklich spontan sein muss. Du musst da spontan einfach was überlegen, hey, was kann denn da jetzt am besten passen? Ja gut, nehmen wir die 6 Pokémon mit und schauen wir mal. Und ich glaube, das wird richtig cool. Das kann richtig cool werden. Also wie gesagt, ganz anders als wie die letzte Nuzlocke. Die letzte Nuzlocke war richtig hardcore grindy und hardcore tryhard gewesen. Mit Kalkulieren und mit Vorherrechnen und mit Durchspekulieren. Werden wir jetzt in der Nuzlocke so nicht machen. Ich weiß nicht, ob wir das generell noch mal so machen, weil ich verfolge ja einen von den größten und bekanntesten Nuzlocker. Der spielt momentan den aktuell schwersten Hack, den es auf dem Markt gibt. Und ich denke mir halt da selber, der ist teilweise 6, 7, 8 Stunden live. Sagen wir mal, 6 Stunden ist er live. Und von denen 6 Stunden ist er 5 Stunden am Kalkulieren. Von der Stunde, wo dann noch über ist, haben eine halbe Stunde 2 Kämpfe. Und von der anderen halben Stunde ist er in der Pause, weil er halt seinen Kopf einmal runterbringen muss. Für mich als Zuschauer ist es nicht so schlimm, weil ich in dieser Materie drin bin. Ich weiß, von was der redet und was der kalkuliert. Aber für euch, wo viele Laien da haben, es mag sich keiner Stunden daher sitzen und mir zuschauen, wie ich irgendwas berechne, wovon ihr eigentlich gar keine Ahnung nicht habt. Und das kann ich zwar erklären, aber verstehen ist halt dann wieder eine andere Geschichte. Und deswegen habe ich halt auch dazu entschieden, dass wir halt das einfach viel spontaner angehen werden. Wenn wir sterben, sterben wir, und wenn wir durchkommen, kommen wir durch. Punkt aus Ende. Ganz einfach. Obwohl ich natürlich das Möglichste versuchen werde. Das ist aber hoffentlich auch klar. Aber gut, zu viel von dem Thema. Wie gesagt, da schmatzen wir nächste Woche drüber. Das werde ich dann am Wochenende irgendwann ankündigen, dass wir Nuzlocke spielen. Und ich sage Ihnen dann bei besagtem Stream dann deutlich mehr zu dem Ganzen. Aber ihr wisst zumindest schon mal Bescheid, könnt euch freuen drauf, wird diesmal wirklich viel
schöner für euch. Und für mich wahrscheinlich auch. Gut. So, jetzt schauen wir mal, wer live ist. Also wenn ich das Rechnen anfangen muss, um ein Spiel spielen zu können, hat es für mich automatisch einen Reiz verloren. Ja, Moment, du musst ja nicht zwangsweise berechnen. Du kannst zu Spiele auch komplett casual spielen. Da ist es völlig Banane. Da ist es absolut völlig Banane, was du da machst. Aber wenn du halt ein Hardcore-Nuzlocke spielst, vor allem wenn du halt einen extrem schwacher Hack spielst, und du spielst halt noch am Hardcore-Nuzlocke-Regelset, dann kommst du da nicht drum rum, weil du vibest gnadenlos. Du rennst in den Rennen rein, gerade wie es bei dem Hack ist, dem wo der besagte Streamer spielt, den schwarzen Hack aktuell. Da haben, glaube ich, über 400 Trainerkämpfe, die kannst du nicht vermeiden. Also die Trainer haben so platziert, dass du an denen nicht vorbeigehen kannst. Und jeder Trainer hat ein individuell gestaltetes Team, für das du in einer Hardcore-Nuzlocke kalkulieren musst, weil die nehmen die nach Strich und Faden auseinander. Wenn du natürlich hergehst und das Spiel ganz casual einfach nur so zu Gaudi ein wenig spielen möchtest, das ist völlig wurscht. Interessiert kein Mensch. Da ist völlig egal. Casual kommst du durch das Spiel, du kommst durch jedes Pokémon-Spiel casual durch, egal ob das jetzt ein Hack ist oder nicht. Bei Emerald Kaizo kann es vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber das ist wieder was anderes. Aber wie gesagt, wenn du halt sagst, du möchtest eine Hardcore-Nuzlocke-Challenge spielen, gerade von so einem extrem schweren Hack, dann kommst du da nicht drum rum. Aber wie gesagt, ich denke mir halt selber vom Zuschauen her, dass das für euch ja nicht schön ist. So. Und deswegen halt unter anderem halt jetzt auch diese Nuzlocke dann von Luminescent Platinum, weil man A, das Kalkulieren gar nichts bringt, weil ich es nicht tun kann, weil die Boss-Trainer aus 4 verschiedenen Teams einfach eins auswählen, random. Und B, weil der Hack nicht so krass schwer ist, dass man es unbedingt kalkulieren müsste. Der wird schon nicht einfach, aber es ist umsetzbar. Er wird, glaube ich, nicht so schwer wie der letzte Hack, den wir probiert hätten. Tatsächlich. Also wie gesagt, nochmal für euch wird es deutlich schöner zum Zuschauen. Es wird deutlich interaktiver für euch sein. Für euch natürlich, wenn ihr Kanalpunkte investiert, wird es deutlich spannender, weil ihr dann deutlich mehr mitschwitzen müsst, weil ich ja, wie gesagt, auch nicht weiß, was passiert, sozusagen. Weil, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Kleinstein da gegenüber und habe jetzt da mein Plinfer und möchte Blubber einsetzen. Ja, kills oder kills halt nicht. Das weiß ich vorher nicht, weil ich es ja nicht kalkuliert habe. Für was denn auch? Bringt ja nichts. Wie weit muss kommen, dass du einen Point of No Return erreicht hast? Wie weit wir in einer Nuzlocke gespielt haben müssen? Oder was meinst du jetzt? Bazi in einer Randomizer Nuzlocke wäre auch witzig. Ja, das können wir bestimmt auch irgendwann einmal machen. So Randomizer Nuzlocke. Aber da muss ich mich erst befassen, wie man randomisiert. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, auf das Projekt freue ich mich schon und mir juckt schon so unter die Finger den Hack endlich zum Spielen. Und ja, wahrscheinlich wird es der Montag werden, aber da muss ich erst mit der Frau Bazi reden. Aber wir werden auf alle Fälle nächste Woche eine schöne, coole, spontane, entspannte, ereignisreiche Nuzlocke spielen. Oder anfangen. Das verspreche ich euch. Es wird, wie gesagt, ich weiß, dass die letzte Nuzlocke sehr, sehr trocken war. Aber das wird diesmal ganz, ganz anders. Das ist Bazi Ehrenwort an der Stelle. Ab wann du keinen zweiten Versuch von vorn machen darfst? Boah, das ist eine gute Frage, Sigi. Das ist ja immer so ein bisschen davon abhängig, wie es bei der Community ankommt. Also wenn ich halt jetzt merke, die Community hat da unfassbar viel Bock drauf und ist da voll drin in der Materie, dann habe ich kein Problem, auch noch um 7. oder 8. Orden nochmal einen Run zu machen. Aber wenn ich halt merke, keine Ahnung, ich bin jetzt 2 Orden deep und wipe und es interessiert eigentlich keinen, ja, dann werde ich da auch kein Reset mehr machen. Dann werde ich dann ein anderes Projekt anfangen. So. Es ist halt immer so eine Sache, das ist tatsächlich eigentlich immer von der Community abhängig. Bei sowas. Weil Pokémon weiß ich, das hält nicht an jeden ab. Deswegen versuche ich es halt mit Nuzlocke für die Leute, die wo jetzt nicht so Pokémon-affin haben, das ein bisschen geschmacksamer zu machen, dass die einfach ein bisschen mehr, dass die da auch ein wenig interagieren können damit, eben mit so Vorhersagen und so weiter. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es eigentlich immer eine Frage der Community. Ne? Also ich kenne natürlich meine Pappenheimer, ich weiß, dass es ein paar gibt, die wo brutal viel Bock auf Pokémon haben. Das ist, ob es das jetzt du bist, Ziggy, ob es der Sei ist oder ob es auch der Gutzufuß ist. Der Gutzufuß, meine, den kann man schon zu den Leuten dazu zählen, die wo Pokémon cool finden.
Gerade wenn ich mich daran zurückerinnere, der hat sich damals, glaube ich, bei Rising Ruby die ganzen Wots auf YouTube eingezogen. Merci an der Stelle. Also es gibt schon ein paar, die das cool finden. Ja, aber der Großteil, sage jetzt mal so pauschal 65-70% können per se mit Pokémon eher weniger anfangen. Aber eben durch das, dass man halt eben so Sachen einbauen, eben, dass man einen Nuzlocke draus macht, da wo man dann die Community mit integrieren kann, mit Vorhersagen, mit Spitznamensfindung und so weiter und so fort, glaube ich, ist das dann ein Mittelweg, wo es für alle ein bisschen recht machen kann. Ich bin einfach ein Pokémon-Kind, ich werde immer eins bleiben, wahrscheinlich, das wird mich immer wieder mal begleiten. Das hat man jetzt auch auf die letzten knapp 4 Jahre Streaming, glaube ich, immer ganz gut beobachten können, dass immer mal wieder ein Pokémon mit eingeworfen worden ist. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist am Ende des Tages, hängt es von der Community ab, wie stark, dass die da Lust drauf haben. So, wenn die jetzt da voll eskalieren darf und sagt, hey, ja, auf jeden Fall, mach da weiter und mach mal nochmal einen Run, war voll cool, dann auf jeden Fall, dann habe ich da auch kein Problem damit, aber wenn halt die Community sagt, hey, nein, muss jetzt nicht sein, dann muss man sich das überlegen. Bin mit der blauen Edition aufgewachsen, Dito. Bin auch ein blaues Kind, tatsächlich. Genau. Aber da, wie gesagt, ich habe richtig Bock drauf, ich freue mich richtig drauf und das Kind sind wirklich auch drauf gefreut, das hört sich wirklich, also das hört sich nicht nur gut an, die Edition, sondern die ist ja wirklich geil. Was ist mit mir? Ich weiß jetzt, bei dir bin ich mir nicht sicher, ob du absolut, also ich weiß, dass du Pokémon schon mal gespielt hast. Ich glaube bis zur 2. Gen oder 3. Gen, ich weiß es nicht, der soll die festnageln. Aber dann hat es ja bei dir, glaube ich, so der Hype ein bisschen verloren. Genau. Aber so ist jetzt aktuell einmal der Fahrplan. So werden wir das handhaben. Und wie gesagt, ich freue mich richtig drauf. Ob noch mal, ich hab meinen Namen gehört? Nein, alles gut, alles gut. Alles gut. Gut. Also, könnt ihr schauen wir hinter die Läffen schreiben. Ab nächster Woche, das nächste Projekt, was wir anfangen, ist Pokémon Luminescent Platinum Hardcore Nuzlocke. Also es wird schon ein Hardcore Nuzlocke, aber das hat jetzt mit dem das hat jetzt aber nur was mit dem Regelset zu tun und nicht mit dem Kalkulieren, tatsächlich. Ne? Was genau wir für Regeln dann nächste Woche haben, das werde ich dann zeigen. Ich hab mit der Rowan angefangen, Rot bis Kristall, danach war es vorbei. Hast zum einen Haufen versammelt, hast aber zum anderen auch viel versammelt, was es sich lohnt, dass man es versammelt, sagen wir es so. Also du hast die Prime-Ära tatsächlich noch mitgemacht. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Gut. Jetzt schaue ich mal schnell, wer live ist. Ich habe da vorher einige Leute gesehen, die wo online gekommen haben. Und YBO, du kannst, wenn du Zeit hast, du kannst mir mal den Clip zusenden oder den Link zu dem Video, wo ein Clip von mir drinnen ist, zusenden. Das darf mich selber interessieren. Kann auch von mir aus das von Dr. Freud sein, das ist mir egal. Aber das habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt, weil normalerweise, wenn ich, also, was heißt normalerweise? Es war halt immer die Regel, wenn ich in Twitch Clips Germany irgendwo gefeatured wird, dann kommen irgendwie Follower dazu, offstream. Aber, ja. Wie gesagt, das ist mir komplett ausgegangen. Scheinbar. Gut, jetzt schauen wir nochmal. Wir haben. Ich glaube, da haben wir heute zu Sabi gegangen. Die Sabi haben wir wirklich schon länger nicht mehr geradet, tatsächlich. Und dann darf das passen. Die spielt Call of Duty. Die tut Peng Peng machen, tatsächlich. Aber ich glaube, das ist gut. Brille der Sonne. Der Red Command ist im Chat. Kopiert's euch. Wer Sabi nicht kennt, bitte lasst der Sabi ein Following da. Das ist eine unfassbar liebe Person. Die spielt DBD, sag ich gerade. Die macht alles Mögliche. Die macht Horror-Streams, die macht Fortnite, die macht Community-Sachen. Also unbedingt bei der einmal Liebe da lassen. In Form von einem Herzteil. Die hat es auf jeden Fall verdient. Die hat uns auch schon einige Male geradet. Heute können wir es einmal zurückgeben. Von daher, glaube ich, passt ja das schon. So. Ja, alles gut. Kein Stress. Ich habe mit Rot, Gelb und Gold angefangen. Ja, also wie gesagt, die Kinder der ersten Stunde von Pokémon, die wissen das ja. Tatsächlich.
Gut. Dann, Freunde der Sonne, sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Merci für den ganzen Support heute in Form von den Resubs und den Hype-Train. Vielen lieben Dank. Wir hören uns am Samstag um 10 Uhr wieder. Da spielen wir noch Rest for the Wicked weiter. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Feiertag, einen schönen Vatertag euch, ein schönes verlängertes Wochenende. Ich hoffe, es hat morgen jeder frei. Und wenn nicht, dann drücke ich den Daumen, dass der morgige Arbeitstag dann wohl schön schnell vergehen möge. Ja? In diesem Sinne viel Spaß bei der Sabi. Merci nochmal für alles und bis Samstag. Pfiat euch.